So, erstmal leiser, Mann. Erstmal zu der Mara an den Talk. So, dann muss ich mal noch eben, der so wenig Vorlaufzeit hatte, der wieder wild, eben den gemeinsamen Chat anschmeißen, wa? Schalalalala. Da, da. Ich war heute fleißig, das ist richtig. Vor Arbeit war ich fleißig, ja. Da, wo wichtig ist, weißt du? GB, Servus erstmal. Servus, Servus. Warte, ich schmeiß auch noch meinen tollen. Nur mal eben hier rausziehen. Zack. Keine Ahnung, die Mara will nichts sagen, oder was? Ist auch schon frech. Na, 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 na. Okay, das live. Live-Bild ist am Start. Chat läuft auch, wie ich im Augenwinkel sehe. Dann können wir ja so langsam loslegen. So. Schatz, du hättest die Leute auch im Talk begrüßen können, ne? Hallo, hallo. Hört man mich jetzt?
Jetzt hört man dich, ja. Zwar leise, aber man hört dich. Okay. Nee, mein Jetzt hört man dich auch vernünftig. mein Mikrofon spinnt wieder rum. Servus zusammen. Was soll ich dir sagen? Adam Torres, Servus, Tribi, Grüße. Chico, Roy ist ein geiler Typ. Auf jeden Fall. Hier, GB, habe ich extra vorbereitet. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Verstanden? Was wir hier über Marcel Reif denken? Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Kannst du uns auch noch ein bisschen lauter machen. Ist ein bisschen leise, ne? Warte. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du es abspielst, mal kurz den Schweigefuchs machst, damit man es hört. Ruhig. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. So, verstanden, GB? Sehr gut. Olli, servus. Rage-Modus? Nee, ich bin heute extra für euch, habe ich ja gestern vorhergesagt in meinem Gaming-Stream. Ich bin extra für euch heute im super Positiv-Modus. Im Aufbruchsstimmungsmodus für Mittwoch. Nur für euch. Da Gummi, servus. Deja, guten Abend. Gerald Berger, moin. Es war richtig starke Stimmung im Stadion am Samstag. Das schöne Wetter hat auch geholfen. Ja, Mittwoch geht ab. Mittwoch knallt's. Ben, hi. Patrick, schönen Abend. Wieso sehen wir Kai nicht? Auf YouTube ist er zu sehen. Ich bin eigentlich auch auf Twitch zu sehen. Ist irgendwas broken? Kann gerne du mal bist reingucken. auf beiden zu sehen. Aber YouTube hat gerade gebuffert. Buffert. Ja, einfach mal aktualisieren, wa? Dann läuft der Lachs schon. Dann läuft das schon. So, warte, wo ist mein Chat hin? Bild. Tippst du 10:0? Wenn du mal Taktikfuchs gesehen hättest, dann wüsstest du, wie schwer ich mich mit dem Tippen tue. Laut Sky gerade eben, Bayern bietet Nagelsmann 3 bis 4 Jahre. Leute, ich hab's euch doch gesagt, am 29.04. kommt die offizielle Bekanntgabe, dass Julian Nagelsmann Trainer beim FC Bayern wird. Vertraut mir doch einfach, ich habe einen guten Draht zum Uli. Weiß nicht, was man da jetzt noch spekulieren muss. Ich hab's euch doch gesagt. Mann, Mann, Mann. Gerard. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Verstanden? Sehr gut. Ja, Rex, servus. Plätti, wer ist Plätti, Alter? Zwickert mich schon wieder. Der Plattenberg, Alter. Kopfnuss muss er mal kriegen. Aufruhrsprünge mit der Personalsituation. Welche Personalsituation? Ob da jetzt ein King über die linke Seite rennt oder ob da ein Tell über die linke Seite rennt, da sehe ich jetzt nicht den großen qualitativen Unterschied. Harry Kane spielt, De Ligt und Dyer spielen, Davis spielt nicht, alles ist gut. Pavlovic ist wieder da. Wo ist das Problem? Verstehe ich jetzt nicht den Take. Die verstehe ich echt nicht. Ohne Sarkasmus jetzt mal. Wo ist jetzt der große schwerwiegende Ausfall? Ja, wenn Neuer nicht spielen könnte, dann würde ich mitgehen. Ja, das wäre ein herber Verlust. Aber ansonsten alles gut, ey. Wollte ein Ticket Union Bayern. 300 für den Stehplatz. Gab noch 25 freie Tickets. Wer kauft das denn, Alter? Valderrada, ne, frech, ne? Seine eigene Schuld ist frech. Ja, lass doch sticheln, ist doch völlig fein. Man gehört doch zum Fußball dazu. Lass die Leverkusen noch eine große Fresse haben, haben sich doch verdient dieses Jahr.
Völlig fein für mich. Das Karma kommt schon. Macht euch keine Sorgen. Ich kann mich noch an die große Fresse von den Dortmundern erinnern. Da kam die Karma-Kelle auch. Ja, alles gut. Wie gesagt, die Dortmunder hier in meinem Dorfalter, wo ich zur Arbeit gefahren bin, eine Woche vorher hingen überall schon die deutschen Meisterschaftsfahnen und hast du nicht gesehen, ne? Lass die Leverkusener doch jetzt große Fresse haben sich doch verdient dieses Jahr, ist doch alles fein. Gehört zum Fußball dazu einfach, mein Gott. Da muss man sich nicht dran hochziehen, denke ich. Du tippst 3:1. Für uns, oder was? Baumi, guten Abend. Elfmeterschießen. Ich habe mich nicht schwer mit der Aufstellung getan. Ganz klare Kiste, die Aufstellung. Mehmet hat die muskulären Probleme von den Spielern angesprochen. Ja, und jetzt? Kommt er vorbei und massiert die vom Spiel, oder was? Wann hast du das gesagt? Wir gerne mal wissen, was du generell über die Rückkehr denkst. Im letzten Stream habe ich das gesagt. Habe ich auch ausführlich gesagt, was ich über die Rückkehr von Nagelsmann denke. Du machst mit dem Nagelsmann nichts falsch. Ja. Nagelsmann hat eine Idee, hat ein Konzept, wenn er den Rückhalt kriegt, den er braucht. Und nochmal, wie ich es im letzten Stream schon gesagt habe, du kannst den Nagelsmann ja nicht rauswerfen nach einem Jahr. Selbst wenn er keinen sportlichen Erfolg hat, kannst du ihn nicht rauswerfen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du würdest dich ja der Lächerlichkeit preisgeben, schlechthin. Von daher wäre der Nagelsmann ein guter Take, weil du safe Minimum 2 Jahre diesen Trainer haben wirst. So, vorher kannst du den nicht rauswerfen. So, jeden anderen, dann geht es wieder die Diskussion los, wenn Umbruch ist und du bist nur 4., 5. oder was weiß ich. Dann wird wieder nach einem Rauswurf gegeiert und hast du nicht gesehen. Kannst du beim Nagelsmann halt nicht bringen mit der Vergangenheit. So, von daher wäre der Move gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, Nagelsmann hat einen guten Fußball spielen lassen. Ja, hat natürlich auch seine Problemchen gehabt. Die Problemchen lagen aber daran, dass die Spieler zu viel Macht hatten und keinen Bock hatten, aus ihrer Wohlfühlzone rauszugehen. Und deswegen gegen den Nagelsmann gearbeitet haben teilweise. Aber da muss man diese Spieler halt einfach aussortieren jetzt. Und wenn dieser Spieler Thomas Müller und Manuel Neuer heißt, ja, dann müssen die entweder die Fresse halten jetzt ein Jahr lang. Dann können sie ihre Karriere beenden. Und ansonsten, ja, ciao Kakao, Alter. Fertig. Ganz einfache Kiste. Und wie man sieht, kann der Nagelsmann ja auch durchgreifen. Macht er bei der deutschen Nationalmannschaft ja auch. So, man hat da auch klipp und klar gesagt, Kimmich ist Rechtsverteidiger und nichts anderes. Punkt. Na? Also ich habe da... Oh. Wie gesagt, wenn er den Rückhalt kriegt, den er braucht, warum denn nicht? Scholl hat heute den Loder vorgeschlagen. Was ist los mit ihm mit Scholl? Ist Gras jetzt erlaubt? Hat er sich die Birne zugeballert oder was? Normal macht der Mehmet doch gute Takes. Den Lothar vorgeschlagen, oder? Welt. Ja, ich bin einmal im Monat beim Uli unten. Der lässt mich einfliegen, gibt mir dann Skripte, was ich zu erzählen habe hier. So ein Ding. Take 1. Ah, das klappt, da kommen noch ein paar bei. Trommelfeuer, moin. Worldscode ist eine geile Reaction-Serie. Mag ich total. Ja, mein Herz war auch weich heute. Mein Herz war auch kurzzeitig mal weich heute. Nein, Worldscode, können wir mal kurz was zu sagen. Ich finde es halt geil, dass du halt so diese Parallele hast. So, du hast die erste Mannschaft, so weißt du, mit ihren 20 Millionen und alle abgehoben, bla, Sülz und kriegen den Arsch gepudert bis zum geht nicht mehr. Und dann hast du halt einfach so eine Leute, die da in der Verantwortung sind. Und wie man ja gesehen hat, selbst wenn die Qualität nicht reicht für den FC Bayern, was ja logisch ist, ne, werden die Spieler trotzdem weiter begleitet und können anrufen, können nach Rat fragen und so weiter. Ne? Das ist super geil, ja, dass man das ist so Mir Samir, weißt du? Obwohl du die Leute teilweise halt nur 4-5 Wochen kennst, gibst du denen trotzdem diese Unterstützung. Und das ist mega einfach, ne? Das ist einfach mega.
Michael S., servus. Guten Abend, habe ich. Kannst auch alle anderen auch grüßen. Nicht nur die Bayern-Fans. Man kann doch Leverkusen nur beglückwünschen. Ja, ist doch okay, kann man doch auch. Ralf ist übrigens Leverkusen-Fan. Aha, seit wann? Erfolgsfan oder was? Früher war er Lauterner, durch und durch. Und muss ich, wenn das hier so weitergeht, dann setze ich den Namen auf die Blacklist, wa? Wisst ihr Bescheid? Dann gibt es direkt immer 30 Sekunden Timeout für die Erwähnung dieses Namens. Philipp, moin! Müsste ich echt mal bringen, Alter. Ja, die Meisterschaft verspielt, ne? Ist entschieden, oder? Die 6 Spiele, die noch kommen, sind egal, ne? Ist schon durch. Leute, bleibt doch mal ruhig. City hat auch schon komische Spiele verloren. Mein Gott. Und wenn es so ist, dann ist es so, wenn interessiert sind. Zaragoza von Anfang an spielen lassen, macht halt absolut nur Sinn. Es sei denn, Sané kann nicht spielen. Dafür hätte man den Jungen halt einfach mal ranführen müssen an das Team, was man ja wieder ähnlich wie lange Strecken beim Tell einfach rigoros nicht getan hat. Weil man ja Thomas Tuchel heißt. Anbu, moin! Nagelsmann wäre einfallslos. Aha, Emery wäre einfallsreich, oder was? Ei. Also ich finde schon, wenn man sich selber eingesteht, nehmen wir jetzt mal Uli Hoeneß, weil der ja zu der Zeit auch schon da war. Wenn man sich selber eingesteht, dass man da einen Fehler gemacht hat und den Nagelsmann entlassen hat und ihn dann zurückholt. Ja, mein Gott, man steht zu seinen Fehlern und bereinigt seine Fehler. Wo ist das Problem jetzt? Kahn hat mal gesagt, man soll nicht vergessen, wer Deutschland und die Bundesliga in der Champions League jahrelang vertreten hat. Ja, auf was bezogen jetzt habe ich. Sehe ich jetzt nicht. Aha. GB, das ist auch wieder ein Take, Alter. Weiß ich auch nicht. Die Spieler haben immer noch zu viel Macht. Aha. Und wenn du dann Emery holst, haben die Spieler haben sie nicht mehr so viel Macht, oder was? Beim Nagelsmann haben sie dann so viel Macht, oder wie? Das ist doch gerade ein wilder Take, GB. Merkst du selber, oder? Nochmal, wir haben jetzt einen Sportvorstand und einen Sportdirektor, die klare Worte geäußert haben. Und die auch die Leistung sehen, die wir diese Saison gezeigt haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendein Spieler noch gerade sehr viel Macht hat. Vielleicht nur Müller und Neuer, ja. Aber alles andere... Der Opa tut mir so leid, aber ich möchte ihn auch nicht mehr sehen, die Saison. Der hat da nichts mehr zu suchen in der IV. Hoffe, er kriegt sich wieder ein, aber wenn er so weitermacht, wird es schwer. Ja, er hat auf jeden Fall nichts in den entscheidenden Spielen zu suchen. Ne? Da hätte ich auch ein schlechtes Gefühl. Vielleicht als defensiver Mittelfeldspieler habe ich ja den Take gebracht heute. Aber in der Innenverteidigung würde ich ihn auch nicht... allein schon aus Selbstschutz, Alter. Überleg mal, der macht nochmal so einen Bock wie gegen Manchester City in der Champions League im K.O.-Spiel. Alter, dann ist der Spieler vom Kopf her tot. Das Risiko kannst du gar nicht nehmen, eigentlich. Die Spieler, das waren Neuer, Müller und Lewandowski. Ja, ist richtig. Ja, ist doch alles gut. Wenn man Kimmich sagt, du spielst hier rechter Verteidiger und er hat da keinen Bock drauf, dann wird er den Verein verlassen. Ganz einfache Kiste. So. Verstehe ich jetzt das Problem nicht. Müller und Neuer, das sind so die einzigsten, ja. Aber Müller ist schon diese Saison nur Teilzeitkraft, also. Mit Heiner und Dresen noch tragbar. Habe ich vorhin schon im Discord gelesen. Können wir gleich mal aufmachen, das Thema.
Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das packen. Wird wahrscheinlich eine enge Kiste. Ich habe ein super schlechtes Gefühl, dass wir es nicht packen. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, läuft es meistens andersrum. Croxiac, servus. Chico, servus. Hatten wir doch schon, Chico, oder? Ist wir doppelt hier, oder was? Ja, und selbst wenn es eine Eintagsfliege wäre, wen interessiert es denn? Der Erfolg ist da. So, die sind Meister geworden, werden wahrscheinlich noch Pokalsieger, vielleicht holen sie einen Triple. Wen interessiert es denn? Was ist denn los? Fühlst du mal Kai? Ich fühle den auch, ja. Hat ja auch Initialen RM, ne? Ja, Müller und Neuer werden ihre Karriere nächstes Jahr beenden, ne? Die nehmen das Finale da oben noch mit und dann ist Feierabend in München für die. Scholler Lothar begründet mit, lässt sich nicht reinreden, hat Ahnung, ist eine Persönlichkeit, die Spieler hören zu und hat einen Plan. Ich weiß nicht, ob der Lothar sich nicht mittlerweile durch sein Expertendasein nicht schon ein bisschen, weiß ich nicht, ob man ihn als Spieler jetzt noch so ernst nimmt, wie es früher mal war. Lässt sich nicht reinreden, ja, ist er der falsche Charakter gerade, wa? So, wir brauchen ja gerade einen Trainer, der halt im Team arbeiten möchte. Was ich den Lothar jetzt nicht absprechen wollen würde, aber ey, wir müssen nicht über Matthäus reden, Alter, der seit 30 Jahren keine Mannschaft mehr trainiert hat, gefühlt. Der hat auch gar keinen Bock da drauf. Hände halten mit dem Dyer um den Tegernsee? Nein, wir halten keine Händchen. Machen das nicht so offensichtlich. Würdest du auch gerne mit 20 Mille jährlich gepudert werden? Ich auch, Tobi. Ich auch gerne. Ich würde auch die Hälfte nehmen oder ein Viertel oder ein 20. Würde mir schon reichen. Hamid Stani, der wieder zu uns zurückkommt, haben wir, denke ich, einen tollen Außenverteidiger. Er kann auch innen spielen, so wie bei Leverkusen. Hoffe, er kommt zurück, weil Alonso will ihn behalten. Ist doch scheißegal, was ein Alonso will. Interessiert, was ein Alonso will, wenn der Spieler bei uns Vertrag hat und keine Kaufoption besteht. Wir werden sehen, ob Sonny das liefern kann bei uns oder nicht. Ich denke, auf Rechtsverteidiger-Pose sind wir nächstes Jahr gut besetzt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Ja, habe ich auch nicht verstanden, dass man den Saragossa nicht die Chance gegeben hat gegen Köln. Was daraus passiert ist, haben wir alle mitgekriegt. Ja, ich hätte das Risiko auch gar nicht genommen, dass sich ein King da verletzt, aber gut. Ist halt so, ne? Joki, guten Abend. Er ist Lautern-Fan, ja, sag ich doch. War schon immer ein Lautern, der... Chico, das wirst du dann merken. Ich werde das für den nächsten Stream mal vorbereiten. Aha, warum soll die denn attraktiver für ihn sein? Warum soll denn gerade Barca für einen Wirtz attraktiver sein? Das muss er mir mal erklären. Vielleicht will er ja gar nicht ins Ausland. Vielleicht möchte er lieber in Deutschland sein. Vielleicht möchte er ins Ausland und dann geht er dahin, wohin will. Ja. Ich wüsste nicht, warum Barcelona jetzt attraktiver sein sollte als Bayern, Alter. So gar nicht. Was für ein Robert.
Was für ein Robert als Trainer, du. Ich hoffe nicht, er meint Kovac. Weil die beiden, die gibt es auch nur im Duo. Dan the Reaper, servus. Ei. Fandest du den Fußball und Nagelsmann? Ich fand den Fußball und Nagelsmann auf jeden Fall besser wie den unter Tuchel. Mir ist nämlich scheißegal, wer die Nationalmannschaft übernimmt, Alter. Das interessiert mich so rein gar nicht. Muss ich leider so klipp und klar sagen. Leute, ey, was ist denn wieder los? Der FCB muss einen eigenen Wirt entwickeln, nicht immer nur kaufen. Jamal Musiala? Existiert der nicht, oder was? Existiert ein Pavlovic nicht? Bild. Help Nickname, servus. Der hat's richtig gut gemacht am Samstag, ja. Sehe ich auch so. Ja, einmal war ein bisschen zu eigensinnig, hätte Harry Kane einbinden müssen. Das war aber die Retourkutsche, weil Harry ihn vorher einmal auch ignoriert hat. Hätte Harry nämlich auch den Ball reinspielen müssen. Von daher war das völlig fein für den Stürmer. Wie, was sage ich zu Tell? Was meinst du, linker Verteidiger oder was? Ja, gar nichts sage ich dazu. Tell ist kein Verteidiger. Ich glaube, der Nagelsmann wird schon rocken bei uns. Mit dem Eberl zusammen, mit dem Freund zusammen. Das könnte schon passen. Ne? Ja, und der Munich ist trotzdem aufgestiegen in der 4. Liga. Wa? So ein Ding. Das ist richtig. Koman wird das erste Mal nicht Meister. Ja. Naja, aber Koman hat ja noch den wenigsten Eindruck von satt gemacht bei uns. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, oder? Opa sollte man in der Bundesliga immer mal eine Halbzeit spielen lassen. Opa, du kannst einen Opa spielen lassen. Ich würde den Opa jetzt nur nicht in den super entscheidenden Spielen ausstellen. Punkt. Also Opa hat eine super starke Hinrunde gespielt. Super konstant, ohne jeglichen Wackler, ohne alles. Ich weiß nicht, anscheinend ist das, wenn die heiße Phase beginnt, oder wenn, vielleicht kriegt er auch besonders Druck vom Tuchel oder was, man weiß es doch nicht, was da alles mit reinspielt, so, weißt du? Ist halt super schwer zu beurteilen. Keine Ahnung. Vielleicht will er jetzt auch zu viel, weil er gerade selber merkt, dass er nur noch Innenverteidiger Nummer 3 ist und keine Chance hat gegen De Ligt und daher, ich weiß es nicht, was da los ist. Ist aber auch noch ein junger Jaust und so weiter, darf man alles auch nicht so überbewerten. Aber klar ist, wenn er das nicht abstellen kann, dann sind wir ähnlich wie bei den anderen Ballerbieren irgendwann an dem Punkt, wo man klipp und klar sagen muss, es reicht halt einfach leider nicht für den FC Bayern. Weil du brauchst keine Innenverteidiger, die 20 gute Spiele machen und dann, wenn es in die heiße Phase geht, einen Katastrophenfehler nach den anderen. Das bringt dich halt auch nicht weiter. Ja. Aber vielleicht kriegt der Opa das im Griff, ich weiß es nicht. Ja, dieser Take hier mit Uli, das brauchen wir nicht drüber reden, dass das Schwachsinn ist, oder? Also wenn der Uli gesagt hätte, nee, wir entlassen den Nagelsmann nicht, dann glaubst du ja wohl nicht ernsthaft, dass der Nagelsmann entlassen worden wäre. Also. Wie gesagt, der Aufsichtsrat muss zustimmen und Uli Hoeneß ist Aufsichtsratsvorsitzender. So. Ja, vielleicht wurde er überstimmt im Aufsichtsrat, aber auch das kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
Sag ich euch, wie es ist. Keine Ahnung. Müller kann gerne Co-Trainer werden nächstes Jahr. Die letzten Spiele unterirdisch. Ja, Müller ist wirklich unterirdisch. Katastrophe. Ich sag, das Tor hat ihn rausgerissen. Ansonsten auch gegen Köln, Alter, wie viele Fehlpässe und Alter, und vor allem dann immer gleich den anderen irgendwie Anweisungen geben. Komm, du musst jetzt da hingehen, du musst den Ball jetzt zurückerobern wegen meinem Fehler oder sowas. Alter, dann halt doch einfach mal die Gosche, ey. Junge, Junge. Also Müller war echt wild. Ich kann mir vorstellen, dass Kimmich die rechte Seite akzeptiert. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Das wäre wild. Das wäre wirklich wild. Ja, das ist ja schön, dass Müller 11 Scorer-Punkte hat. Kannst auch gerne mal gucken, wie viele Tore Müller verschuldet hat und wie viele Großchancen Müller verschuldet hat. Dann reißen es die 11 Scorer-Punkte nicht raus. Da, 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 da. Ja, Leverkusen wird auch ungeschlagen bleiben. Bin ich mir relativ sicher. Haben die noch irgendeinen starken Gegner? Der einzig starke Gegner wäre ja noch Stuttgart für Leverkusen. Alles andere. Ja, na klar hat der Uli zugestimmt bei den Nagelsmann lassen. Da müssen wir doch nicht drüber diskutieren. Miko, servus. Vielleicht wider Willen oder was, keine Ahnung, es sei dahingestellt. Wie gesagt, Uli lebt manchmal in seiner eigenen Welt halt. Miko habe ich gerade schon gesagt, was ich zu Nagelsmann sage. Das wiederhole ich jetzt nicht alle 10 Minuten, weil hier jemand reinkommt. Und kannst du dir im Nachgang gerne angucken. Du kannst den Stream auch zurückspulen auf YouTube Live. Also spul einfach 10 Minuten zurück, dann hörst du, was ich dazu sage. Sollte Bayern deiner Meinung nach eher auf Nübel setzen oder vielleicht einen Kobel holen? Weder noch. Servus nach Kanada. Zum Thema Nagelsmann. Der hat sicherlich einige Fehler gemacht, die er nicht wiederholen wird und davon gelernt hat. Beste Traineroption. Arsenal, das wird eng. Kann vieles passieren. Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Kimmich ist kein Teamplayer, sonst hätte er längst eingesehen, dass er ein RV ist. Wild. Der da, servus. Stani möchte auch gerne in Leverkusen machen. Ja, soll er doch da bleiben. Also nochmal, wir brauchen keine Spieler, die nicht bei uns für den FC Bayern spielen wollen. Ob die Stani heißen, ob die Kimmich heißen, ob die Neuer heißen, ob die Lotto King Karl heißen. Ja. Punkt. Fertig. Müssen wir nicht rumdiskutieren. Ist ja jetzt ein Stani auch nicht in den Himmel loben, Alter. Stani ist ein guter Rechtsverteidiger, aber auch nicht mehr. Ja, er kann auch Innenverteidiger spielen. Ja, er hat ein gutes Spiel gegen Mbappé gemacht, alles gut. Hat Talent. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als gibt es keinen anderen guten Rechtsverteidiger. Wir haben Boe bei uns, Alter, der noch nicht einmal zeigen konnte, was er kann, weil er erstens dauerverletzt ist und zweitens auch nicht wirklich ein Transfer war, den der Tuchel gerne haben wollte. Ja, ganz genau. Im Basel hat er den Nervenkitzel, ob er Geld kriegt oder nicht. Mein Gefühl für Mittwoch ist nicht gut. So, gar nicht gut. Aber das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, ich sehe gerade bei uns keinen, der bei der EM gesetzt sein wird. Ja, Musiala.
Die Fonds stehen schon fest, außer jetzt Musiala, Müller und Neuer sehe ich keinen, der bei der EM gesetzt sein könnte. Ja, aber dann hast du auch jetzt schon 3 genannt. Kimmich wird auch gesetzt sein als Rechtsverteidiger. Kimmich überzeugt er als Rechtsverteidiger. Und Müller wird mit Sicherheit nicht gesetzt sein bei der EM. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Falls er überhaupt mitgenommen wird. Wer ist denn Maya, Heiko? Die Maya, die Biene Maya. Heiko, guten Abend. Hast du mal wieder geplant, nach Minga runterzufahren, um ein Spiel zu sehen? Nee, das muss ich ja nicht planen. Dann muss ich erstmal Karten kriegen, dann kann ich sowas planen. Nagelsmann mit Sandro Wagner würde ich fühlen. Ja, ich auch. Nee, den Tiger brauchst du nicht mehr einbauen. Den Tiger kannst du gerne wieder in die Amateure stecken. Da ist er richtig, da kann er Feuer freigeben. Dann werden die Jugendspieler... gleich eingenordet. Xavi von Barcelona. Ja, alles gut, fühle ich auch nicht. So gehypt auf die EM? Nein, so gar nicht. Bin aber auch keiner, den die Nationalmannschaft noch interessiert. Die Jahre sind lange vorbei. Aber die Nationalmannschaft kriegt die Chance, mich zu überzeugen. In den ersten Spielen. Wir werden sehen. Vielleicht flammt die Leidenschaft wieder auf. Ich habe noch drei Trikots im Schrank hängen, so ist nicht. Ja, Rayo, der wurde leider komplett ignoriert. Und das völlig unverständlich, ja, und mit wieder scheinheiligen Aussagen von unserem gottgleichen Trainer Thomas Tuchel, Alter. Weil er kein gutes Deutsch spricht und kein gutes Englisch, deswegen kann er kein Fußball spielen. Vielleicht sollte sich der Tuchel dann mal die Doku auf YouTube beim FC Bayern-Kanal von der World Squad angucken. Nur so Gedanke. Machst du dir Sorgen, dass es im Sommer nur ein Umbrüchchen wird und es maximal 2 Bauernopfer geben wird? Eigentlich nicht. Eigentlich mache ich mir das nicht. Also ich habe dem Eber schon abgenommen, was er erzählt hat. Aber wir werden es sehen. Ja, von gestern, dann hast du aber noch wilde Takes. Bin gestern gut eskaliert. Was Bayern anbelangt. So von wegen Geld verdienen und sowas. Viel Spaß, Baumi. Wie ist noch Spaß haben? Bottai. Der wird uns sehr viel Freude bereit. So sieht's aus. Ich werde den auch kaufen nächstes Jahr, der Manager bei mir. Knallhart. Zaragoza wird man mal sehen. Ja, ich denke, wenn er einen richtigen Trainer hat, kann das auch was werden. Wir haben Pavlovic verpflichtet. So sieht's aus. Opa kann man nächste Saison wieder ranführen. Ja, aber er hat es jetzt jede Saison gehabt, ne? Er muss es jetzt wirklich dann abstellen. Er muss aber, ich meine, er arbeitet ja schon dran, was man so hört. Wir werden es sehen. Für wie viel würdest du Davies gehen lassen? Ganz ehrlich, ich habe es gerade schon mal gesagt. Wenn er nicht beim FC Bayern spielen will, dann tschüss. Und wenn du nur 30 Millionen kriegst, dann tschüss, dann ist das so. Fertig. Er hat ein Jahr Vertrag, da kannst du jetzt nicht sagen, ich möchte 80 Millionen haben. Das wird dir keiner zahlen. So. Immer noch besser, als wenn du den Stinkstiefel noch ein Jahr durchziehen musst und er nächstes Jahr dann umsonst wechselt. So. Macht auch keinen Sinn, wa? Also weg. Fertig. Aber sind wir ehrlich, wenn ich Nagelsmann wäre, würde halt safe nicht zurückgehen zu den Bayern nach der Scheiße, oder was sagst du? Ja, wenn die handelnden Personen noch in der Verantwortung wären, würde ich dir zustimmen, aber sind sie ja nun mal nicht mehr. So, es sind ja komplett andere Personen in der Verantwortung. Oh. Störung. Ansonsten wäre das ein Unding, ja, klar. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 so tu Ralf Reichts _.
Thomas, ist wieder soweit. Thomas, die Lokomotive Tutut giftet et hier 1 sub du Wurmlingen. Thomas, die Lokomotive Tutut giftet et hier 1 sub du Chicho unterstrich Gordo. So Chicho. Wer ist Chicho? Thomas, die Lokomotive Tutut giftet et hier 1 sub du FLOBU 1. Thomas, die Lokomotive Tutut giftet et hier 1 sub du Little Dragon 1986. Sauerstark. Thomas, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Verschenkten, ja, verschenkten. GB, 75% der Mannschaft austauschen ist ein bisschen hochgegriffen, oder? Stuttgart und BVB? Na gut, ja, wild, wild. Aber am Ende des Tages ist es mir auch wirklich egal. Ja, als wenn der Heiner oder der Chrissy oder was weiß ich, der Heiner ist ja auch Aufsichtsratmitglied, oder? Als wenn der auch nur ansatzweise gegen Uli sprechen würde. Ich bitte euch, ey. Ja, ich glaube auch nicht, dass der BVB gerade Leverkusen gewachsen ist. Aha. Was willst du denn mit dem Schießer, Alter? Der ist auch dauerverletzt. Sepp Kohl, danke. Naja, aber wenn du, ich hab nur die Zusammenfassung gesehen, war auf livescore.com kannst du halt die Zusammenfassung anschauen, die hab ich mir angeguckt. Das war schon ähnlich wie gegen uns, war. Also es war jetzt nicht so, dass Arsenal schlecht gespielt hat. Die hatten schon genug Chancen, die haben sie halt einfach nicht gemacht. Glaubst du, dass gegen Arsenal endlich Saragossa spielt? Nein. Natürlich nicht. Dann hätte man ihn noch gegen Köln schon aufgeboten. Ich habe übrigens eine Idee. Du könntest deinen Take zu Nagelsmann nochmal wiederholen, aufnehmen und wenn jemand nachfragt, spielst du ihn ab. Nee, man kann ja auf YouTube live zurückspulen. Als wenn man den Moment findet. Muss man suchen. Kann mir einer erklären, warum Saragossa nicht spielen darf? Ja, weil er kein Deutsch und kein gutes Englisch spricht. Haben wir doch geklärt, Jibi. Ja, mit den Muskelverletzungen ist auch wild, ne? Ich finde es aber umso wilder, dass man sich dann als Trainer hinstellt und sagt, kann das kategorisch ausschließen, dass er am Training liegt. Also das fand ich schon wild. Ja, ist auch so eine Breaking News zum Nagelsmann, oder was? Was ist denn los, Leute? Habt ihr meinen letzten Stream nicht gesehen? Ich war schneller wie Sky. Wild. Müller ist das Maskottchen der EM. Na, ich glaube schon, dass Müller für den Teamgeist und so schon wichtig ist, ne? Auch bei uns. Das glaube ich schon. Da tut man ihm ein bisschen Unrecht. Glaube schon. Und wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und du keine Option hast und du brauchst ein Tor oder so, dann ist Müller ja immer gut für. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber er ist mit Sicherheit keiner, der gesetzt sein wird in der ersten 11 bei der EM. Oder bei uns. Also, auch nächstes Jahr nicht bei uns. Ne? Sarah werden wir bestimmt die letzten Bundesligaspiele öfter sehen. Nee, das glaube ich nicht. Es sei denn, Sané verletzt sich auch noch. Dann hatte der Tuchel ja wieder keine Wahl, wie es beim Pavlovic auch der Fall war. Dann sehen wir ihn vielleicht. Müller wäre was für die Bank in der EM. Ja, das ist ja auch das Maximale dann. Wenn er mitgenommen wird. Nicht schlechtes Gefühl habe, haben wir schon gewonnen. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Also so richtig.
Also wird's eine klare Nummer, sagst du, Bot. Naja, also, mit den Ecken brauchen wir nicht drüber reden. 20 Bienenvölker hast du im Garten, das ist ja wild. Dann mach doch mal einen guten Honig fertig. GB, du bist aber auch negativ heute, oder? Ist doch eigentlich mein Part. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Geht schon seit Wochen so mit GB. Da kannst du sämtliche Vorhänge zuziehen, da kannst du Läden dicht machen. Das ist phänomenal. Ich habe ja gesagt, es war dumm. Aber das ist ja wieder die DFB-Geschichte. Es war halt super dumm, den Vertrag aufzulösen mit dem Nagelsmann. Der war ja noch angestellt. Ich hätte ihn einfach weiterlaufen lassen. Hätte ihm eine Freistellung gegeben für das halbe Jahr, wäre gut gewesen. Saragossa und Boyer auch weg. Aha, warum denn? Hau mal raus. Leo King. Markier mich mal, damit ich deinen Post auch wiederfinde. Würde mich mal interessieren, auf welcher Grundlage jetzt die beiden Spieler weg sollten. Wenn du sie noch nie gesehen hast, wie sie bei Bayern spielen. Bild. Ja, so ein Video sagt auch immer viel aus, ne, Bot? Wissen wir ja alle. Guten Abend, Kohli. Mal Davis seit Jahren Durchschnitt ist. Seit Jahren weiß ich jetzt nicht, aber dieses Jahr sportlich, wie gesagt, kein Verlust war. Richtig lustig, weil der Bekanntgabe der Mannschaft am Samstag bei jedem Spieler wurde gejubelt und beim Tuchel. Oh, das ist aber böse. Saragossa ist ja auch erst 22, hat ja eventuell noch Potenzial. Ich frage mich gerade, woran ihr alle den Saragossa beurteilt. Klärt mich bitte auf. Also ich kann den nicht beurteilen, weil ich alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, waren einmal, ich glaube, 17 Minuten, einmal 8 Minuten und jetzt 5 Minuten in Heidenheim. Das ist alles, was ich von Saragossa gesehen habe bei uns. Frage ich mich gerade, woran ihr gerade den Saragossa beurteilt. Schon wild. Nee, da kann ich ja keine Meinung zu haben, Flo. Ich bin kein Mediziner, Alter. Ich weiß auch nicht, wie unsere medizinische Abteilung aufgestellt ist. Da kannst du von außen nur mutmaßen. So. Ja, das kann ein Zusammenspiel von vielen Faktoren sein. Es kann sein, dass das Training scheiße ist, dass der Athletiktrainer scheiße ist. Es kann doch nicht sein, wenn die Mediziner sagen, jo, der Spieler ist wieder so weit, dass du ihn aufstellen kannst, dass du ihn wieder heranführst. Wenn ich dann Gnabry über den Zenit in Arsenal drauf lasse, dann ist die medizinische Abteilung schuld, oder was? Also man hat doch aber gesehen, man Gnabry, dass er auf dem Zahnfleisch lief. Und man weiß doch, aus welcher langen Verletzung er kommt. Das war halt für mich eine Brauchen wir nicht reden, oder? Weiß ich nicht. Nagelsmann, ich würde nicht mehr zurückgehen. Die Nummer, die abgezogen, die soll die mal Umbruch machen. Ohne Sané wären wir in Arsenal untergegangen. Ja, wir hätten wahrscheinlich auf jeden Fall offensiv nicht so stattgefunden. Ne?
Ja, aber schon richtig cool, wenn es wieder ein Klassiko im Finale geben würde, Wembley. Ja, das ist leider gerade sehr unrealistisch. Aber natürlich nicht ausgeschlossen, ne? Ja, die Welt ist auch untergegangen, Corlio. Genau deswegen. Der Himmel weint. Zeus ist böse. Hauptsache die Tür geht endlich. So sieht's aus. Endlich haben wir doch mal hier einen Konsens gefunden. Für alle. Außer für den Anbu. Nagelsmann ist der Richtige. Nagelsmann ist eine Maschine. Der macht das schon. Das ist auch der letzte Auswechselspieler wäre, würde er nicht spielen. Hat man ihn echt in Köln gesehen. Ne? Warum ist Bayern dann eine Geldvernichtungsmaschine? Das würde ja bedeuten, dass wir Minus machen. Kannst dir gerne mal die letzten Bilanzen der letzten Jahre angucken. Wir haben kein Minus gefahren. Dann hau mal raus, wo wir das Geld vernichten. Gnabry Coman war auch verletzt, er kam, wurde ignoriert, jetzt dasselbe wieder. Ja, weil Tuchel halt... Habt ihr das immer noch nicht verstanden? Dass der Tuchel einfach ein Egomane ist? Und Tuchel das scheißegal ist, was noch passiert? Es ist ihm einfach scheißegal, Leute. Hat er doch auch offen in der PK gesagt, hat sich doch hingesetzt, ey, ich brauche keine Rücksicht mehr, ich bin nächstes Jahr nicht mehr da. So. Wenn er einen Tell nicht mag, wenn er einen Saragossa nicht mag, ist ihm doch scheißegal. Dann spielen die nicht, hocken auf der Bank, fertig. Stefan Brosch, servus. Der Bauchgefühl willst du nicht in Zahlen ausdrücken, Baumi? Mach mal ruhig. Ja, na klar hätte man ihn da in Spanien weiter belassen können. Das ist ja das Traurige leider. Ja, eben. Also ich kann ihn nicht bewerten, Rayo. Ich weiß nicht, wie Leute hier im Chat ihn bewerten können. Keine Ahnung. Edelschrott, du meintest doch, das ist eine Geldvernichtungsmaschine. Wenn die aber laut deiner Aussage Plus erwirtschaften, dann kann das ja irgendwo nicht sein, ne? Ich weiß schon, was er meint, aber dann muss man das halt anders formulieren. Geldvernichtungsmaschine, weil man 20 Millionen für Nagelsmann Abfindung gezahlt hat an Leipzig, dann hat man Nagelsmann rausgeworfen, man hat den Vertrag aufgelöst, hat eine Abfindung gezahlt, wenn man Nagelsmann jetzt wieder einstellt, dann hat man quasi die Abfindung umsonst ausgegeben, bla Sülz, bla Sülz. Verstehe ich schon alles. Aber das heißt ja nicht, dass wir Geld vernichten, wir machen am Ende ja noch Plus, also ist doch alles fein. Ist doch alles gut. Klar kann man das besser machen, gar keine Frage. Klar hättest du Bunazar sparen können, aber das ist in jedem Verein so. Jeder Verein hat schlechte Transfers. Glück auf, schwarzes Herz. Glück auf, schwarzes Herz, ist doch ein rotes Herz. Kahn Bayern, danke für dein Prime. Und Glück auf natürlich. Meine Verkaufskandidaten sind die üblichen Verdächtigen halt. Goretzka, Kimmich, Sané, Gnabry, Coman können wir mit reinnehmen, Davis sowieso. Die anderen beiden werden ja da irgendwann ihre Karriere beenden. Aktuell stehen viele zur Diskussion, würde ich sagen. Ja, ein Upa steht zur Diskussion. Auch ein Kim steht zur Diskussion. Das kommt auf das Angebot an. Und natürlich erstmal auf den neuen Trainer. Wie der neue Trainer mit den Spielern plant oder nicht plant. Das ist so die Sache. Ist der Spanier nicht schon wieder Verkaufskandidat? Ah ja, warum sollte er das sein? Weil die Bild-Zeitung das schreibt oder was?
Ihr müsst mal aufhören, alles zu glauben, was irgendwelche Zeitungen euch vor die Nase schreiben, Alter. Wie soll er denn Verkaufskandidat sein, wenn er gerade erstmal 2 Monate da ist und noch überhaupt nicht spielen durfte und überhaupt nicht sich zeigen kann? Was ist das denn für ein Take, Alter? Also, da muss man doch auch mal selber ein bisschen mitdenken, oder nicht? Also. Wild. Die Phase mit der Muskelverletzung gab es auch unter Pep, das ist richtig, ja. Das weiß ich nicht, ob das an der Moral oder an den Ärzten liegt oder an allem. Vielleicht macht Gucci Gnabry, ernährt er sich nicht gut oder was weiß ich. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen, Leute. Das kann ich euch nicht sagen. Hey! Hey! Ja, das war schon wild mit dem Nagelsmann. Aber das haben wir natürlich auch nur wieder gemacht wegen dem DFB, ne? So, sonst wäre das ja auch nicht passiert mit dem Nagelsmann, dass wir da nicht noch eine Ablöse bekommen haben. Lächerlich halt. Aber der DFB zahlt das ja irgendwann an uns zurück. Ist doch gar kein Problem, Leute. Wir warten immer noch auf das Ablösespiel für Hansi Flick. Läuft, oder? Ist schon echt frech. Wir brauchen wieder solche Arschlochspieler wie ein Effenberg. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall einen so einen Charakter, wäre schon nicht schlecht. Ja. Jetzt sollte man Davis mal offensiv im Mittelfeld austesten. Nee, warum? Wenn der Spieler nicht bei uns spielen will, was sollen wir da austesten? Weg! Tschüss! Der Nächste. Über was diskutieren wir hier? Genau, mit Nagelsmann haben wir den DFB geholfen, ja. Naja gut, wir brauchen jetzt keinen, der gut Deutsch spricht, wa? Wir brauchen einen Trainer, der gut Englisch spricht. Ne? Aber klar ist es gut, wenn ein Trainer Deutsch spricht bei der deutschen Mannschaft. So. Ja, schon klar, aber ist jetzt ja nicht mehr so, gerade wenn wir jetzt die genannten so starken deutschen Nationalspieler nächstes Jahr in Frage stellen sollten. Ja, wer weiß, wie viele deutsche Nationalspieler du nächstes Jahr noch hast. Ne? Ja, na klar sind das nur Ausreden mit der Sprache. Leute, wir reden über Fußball. Ich verstehe ja das Argument, dass man dann sagt so, ja, weil er kein Deutsch spricht oder kein gutes Englisch, nichts versteht, ist er nicht so integriert in die Mannschaft. Das verstehe ich ja, das kann man ja gelten lassen. Ne? Aber das ist ja dann kein Argument, den Jungen bei so Spielen wie Mainz, Köln einfach reinzuwerfen. Also wir reden über Fußball, also sobald man auf dem Platz ist, jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß das. Ja, so, das ist Fußball. Noch einmal, guckt euch die World Squad an, da laufen aus 16 Nationen Spieler rum, die kein Englisch sprechen und können zusammen Fußball spielen, also ist halt wieder so ein Standard-Tuchel-Take gewesen. Frechbaumi, wa? Was immer Böck ist. Und dort, das bedeutet, dass du wirtschaftlich gut arbeitest. Punkt. Edelschrott. Das heißt nicht, dass du nicht besser arbeiten könntest, aber wenn du Plus erwirtschaftest, arbeitest du wirtschaftlich gesehen gut. Feierabend. Wo willst du jetzt was dagegen argumentieren? Genau, wenn ich schwarze Zahlen schreibe, wirtschafte ich nicht gut, oder was? Was ist das denn für ein Take? Nochmal.
Ich habe es ja gerade schon gesagt. Klar hätte man manche Sachen besser machen können, aber eine schwarze Zahl ist eine schwarze Zahl. Feierabend. Dun, dun, dun. Ja, das weiß man ja nicht, Edin, ob da ein Ruck durch die Mannschaft gegangen wäre. Ich hätte mir das auch gewünscht, ja. Aber hätte, Fahrradkette. Ja, hätten wir letztes Jahr an Nagelsmann festgehalten, hätten wir das Triple gewonnen, oder was? Wie gesagt, hätte, Fahrradkette. Das interessiert ja keinen. Kann Bayern, Servus und danke nochmal für dein Primey. Nee, ist richtig. Heavy ist eigentlich eine Wurst, oder? Heavy war auch ein super schlechter Transfer. Also ich weiß ja auch nicht, wie man für den 100 Millionen zahlen kann. Aber es waren ja noch nicht mehr zu 100 Millionen, aber super schlechter Transfer. Also mit seinen 10 Saisontoren und der Einstellung, kein Bock, super schlechter Transfer. Hast du vollkommen recht. Aber super, Edelschrott, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich dich, egal was du noch reinschreiben wirst, auf keinen Fall mehr ernst nehmen muss. Also ich werde mir jegliche Diskussion mit dir sparen mit so einem Take. Alter, sorry. Dann hast du einfach null Ahnung von Fußball. Ganz einfache Kiste. Und dann brauche ich nicht mit dir diskutieren. Bild. Ein Top-Trainer wie zum Beispiel Xabi macht jeden Transfer zu einem Treffer, finde ich. Aha, wie soll das denn funktionieren? Klar hast du Trainer, die besser Spieler entwickeln können oder halt nicht. Siehe Tuchel, der das halt so gar nicht kann, weiß ich nicht, aber nicht will. Aber trotzdem wirst du ja immer auch Spieler haben, die halt einfach nicht funzen. Das ist in jedem Verein so, Leute. Das ist doch jetzt nichts Außergewöhnliches im Fußball. Es klappt nun mal nicht jeder Transfer. Es kann sein, dass ein Brian bei uns nicht zündet. Ja, dann ist das so. Da kann das passieren. Aber das nur am Trainer festzumachen, ist schwierig, ne? Ja, die trainieren halt keine Kopfbälle an, Mo. Deswegen brechen die sich auch nicht das Nasenbein. Ja, wie gesagt, gib den Saragossa doch mal Zeit, gib ihm mal einen Trainer, der ihm auch mal eine reelle Chance gibt. Lass ihn doch sein Deutsch und sein Englisch verbessern, wo er doch auch schon, seitdem der Wechsel feststand, dran gearbeitet hat. Aber wenn du nun mal das nicht gelernt hast, ja, und hast erst dann damit angefangen und du wusstest, du hast noch ein halbes Jahr länger Zeit und dann holt man dich vorher und reißt dich da raus, ja, ist doch klar, dass es alles nicht einfach ist. Also, deswegen sage ich ja, wie kann man sich das Recht rausnehmen und sagen, ja, Saragossa ist schon wieder Verkaufskandidat. Hat die Bild-Zeitung geschrieben. Saragossa hat nicht die Klasse, Boe hat nicht die Klasse für den FC Bayern. Ja, genau, weil wir die Spieler so viele Spiele gesehen haben. Lass die Spieler doch mal ein Jahr da sein, lass die Spieler doch mal 10, 15, 20 Spiele machen. Dann gehe ich ja mit, dann können wir gerne darüber diskutieren, über die Leistung, die wir dann gesehen haben. Aber doch nicht beim Boe, der übrigens keine schlechten Spiele gemacht hat, außer als Linksaußen, was er nun mal nicht ist. Er ist ein rechter Verteidiger. So. Und beim Saragossa haben wir insgesamt 45 Minuten Spielzeit gesehen. Und die waren auch nicht schlecht. Gegen Heidenheim, die letzten 5 Minuten war er auffälliger wie Müller über 85. Also, worüber reden wir? Sind das wilde Takes? Tore bis zum Sänger auf der Bank sitzen zu lassen, war meiner Meinung nach das Schlechteste, was wir machen konnten. Ja, im Nachhinein auf jeden Fall, ne? Ihm ist alles scheißegal, sowohl Gesundheit der Spieler als auch der Verein an sich, jo. Aber ist ja auch normal, oder? Ich gehe davon aus, wo Tuchel kam, wurden ihm ganz andere Versprechungen gemacht, weil da Brazzo und Olli im Amt waren. Das hat man ja dann auch gemerkt, so in der Vorbereitung so ein bisschen. Ja. So. Und wenn der Tuchel da keinen Bock drauf hat, der hat immer keinen Bock darauf, junge Spieler zu entwickeln, dann ist das so. Ja. Und wenn man ihn dann feuert, was erwartet man dann? Dass dann die Leistung explodiert und der Trainer nochmal richtig Bock hat und sagt so, jawohl, jetzt zeige ich es denen, wenn er vorher schon das halbe Jahr da saß in jeder PK und sagt, ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, wir müssen daran arbeiten, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, wir müssen daran arbeiten. Komisch, 6 Monate später sitzt er in der PK und sagt, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß es nicht, wir müssen daran arbeiten. Brauchen wir nicht drüber reden, Alter, wir müssen aber nicht jeden Stream das Tuchel-Thema aufmachen, ich denke, dazu ist alles gesagt mittlerweile. Wir haben noch jetzt
Was haben wir noch? Lass mich gucken. Können ja schon dann von 10 runterzählen, oder? Sind weniger als 10 wahrscheinlich, ne? Je nachdem, wie weit wir in der Champions League kommen, wa? 6 Spiele plus X. Also im Idealfall 9 Spiele. Dann ist das Thema Tuchel beendet und wir können alle Haken dran setzen. Können uns alle freuen, außer Anbu halt. Und das ist gut so. Edelschrott, es weiß auch jeder, dass ein Fußballer mit 31 Jahren so gut wie tot ist. Mit dem geht gar nichts mehr. Busflix Abschiedsspiel, das kommt noch. Das kommt noch, Leute. Elias Fock, hast du was verpasst? Nö, nicht wirklich. Saragossa wird auch nicht verliehen werden. Felix Grimm, servus. Würdest du sie dann holen? Ja, mach das so. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ihr müsst nicht immer alles glauben, was in irgendwelchen Zeitungen steht, Alter. Zeitungen schreiben Sachen, damit sie Zeitungen verkaufen oder Aufrufe erzielen. Phil, servus. Mittwoch wird wild. Ja, hoffentlich. Hoffentlich sehen wir ein packendes Spiel. Ja, alles gut. Jetzt nimm mal den Chrissy nicht so ernst. Ich denke, ein Eberl und ein Freund werden das schon einnorden. Ja. Und ich denke auch, dass die Spieler alle wissen, dass der Chrissy nicht wirklich Ahnung vom Fußball hat, sondern mehr von Finanzen. Trotzdem war das kein guter Take, den er gemacht hat. So gar nicht gut, gar keine Frage. Aber ja, da muss man ihm dann auch mal sagen, dass man das so nicht macht. Und dann ist auch gut. Findest du, Tuchel ist overhyped? Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Tuchel. Tuchel passt einfach nicht zum FC Bayern. Wahrscheinlich, wie ich schon sagte, weil ihnen andere Sachen versprochen wurden, wie es dann gehandhabt wurde. Ansonsten kann ich Tuchels Arbeit nicht bewerten. Ich habe damals mir nicht PSG reingezogen, ich habe mir nicht Chelsea reingezogen. Ich kann es nicht beurteilen. Nee, müssen hätte man sie spielen lassen, Tel und Saragossa. Müssen. Ja, gerade in Spielen wie gegen Mainz, da muss man nicht einen Sané spielen lassen, der mit Schmerzen da rumhumpelt. Da muss ich zuletzt sogar keine Risiken eingehen müssen. Ganz im Gegenteil, du hättest halt Tel und Saragossa fördern müssen. Aber nochmal, das ist nicht Tuchel. Und das ist okay so. Und es ist ihm auch scheißegal. Weil er am Ende der Saison weg ist. Punkt. Das muss man doch kennen, den Böck? Ne, kenne ich nicht. Ja, ja. Ja, Daniel, mein Gefühl ist halt auch eher in die Richtung. Ich kann das gleich auch mal in einen Tipp formulieren, aber dann ist hier Alarm angesagt. Dann würde das bei den Spielern ziehen. Da will fast jeder kommen oder bleiben. Aha. Warum das denn? Ist auch wild. Weil das Zinedine Zidane ist, oder was? Was willst du denn mit einem Spieler, der zum Verein kommt, nur weil der Trainer Zinedine Zidane heißt? Ist also dann der Trainer höher als der Verein? Aktuell sind die Spieler höher als der Verein, dann ist der Trainer höher als der Verein, oder was? Wir müssen endlich mal von dieser Scheiße wegkommen. Wir brauchen Spieler, die zu uns kommen, weil es der FC Bayern ist. Ich kann mich da nur wiederholen. Und nicht, weil der FC Bayern 1 Million mehr zahlt wie ein anderer Verein. Und nicht nur, weil der FC Bayern gerade Trainer XY hat.
Kovac zu Liverpool. Alter, also kommt das auch aus der Bild oder was? Junge, das ist wild. Wenn sie dann kommen würde, würde Musiala sofort wieder unterschreiben, glaube ich. Aha. Alter. Eieiei, ihr seid aber heute echt wild drauf, ey. Ihr seid echt wild drauf. Also ich mache mir bei Musiala überhaupt gar keine Sorgen. Der hat noch 2 Jahre Vertrag, der wird nächstes Jahr den Vertrag verlängern und Feierabend. Da. Eieiei. Hallo aus Weingarten. Rolf, servus. Ohne Heavy wäre es wild, ja. Wäre es wirklich wild gewesen, die Saison. Findest du das sehr schade, dass Bayern kein Meister geworden ist? Nee, das haben die Bayern auch nicht verdient. Das ist völlig okay so. Mehr als okay sogar. Eieiei. Nee, du hättest ja Kimmich und Goretzka gar nicht rasieren müssen. Das habe ich ja schon 100-mal gesagt. Du hättest die einfach nur in Frage stellen müssen. Und gerade so Marc Rocker, der war halt das Puzzleteil eigentlich auf dieser Posi. Aber wie du schreibst, das hat sich halt keiner getraut. Aber das war ja nicht nur Marc Rocker, du kannst ja alle durchgehen. Ob es ein Gravenberch danach war, ein Sabitzer und so weiter und so fort. Ist halt leider so. Was ist denn heute mit dem Chat los? Sind wir jetzt wirklich in der Position, dass wir Harry Kanes Leistung gerade in Frage stellen? Sind wir jetzt schon so weit? Weiß ich nicht. Ich überlese das einfach. Ich diskutiere da nicht. Ich habe da gerade einmal mein Statement zugesagt. Jeder, der meint, er muss über Harry Kane diskutieren, der hat einfach keine Ahnung von Fußball für mich. Punkt. Das kann man ja sogar statistisch wie auch, selbst wenn du die Statistik nicht beachtest, also, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da diskutiere ich auch nicht drüber. Punkt. Überlese ich und gut ist. Kann jeder seine Meinung haben, sei euch gegönnt, dann habt ihr für mich einfach null Ahnung von Fußball. Ganz einfache Kiste. Oder kann nicht zählen. Den anderen nicht auf, ey, muss ich mal runter kurz. Ja, vielen lieben Dank für die 2 Euro. Leute, die es gerne bei uns gesehen, ich nicht. Ja, Thomas Tuchel hinterlässt verbrannte Erde. Er war das trojanische Pferd halt. Die Mara ja vorher gesagt. Lalalala. Lalalala. Den sehr gerne. Was denkst du, wer ins Halbfinale kommt in der Champions League? Ja, das ist doch mal eine Frage. Das ist natürlich schwer vorherzusagen. Ist gar nicht vorherzusagen. Ich sage... Real Madrid setzt sich durch gegen Manchester City. Ich sage Barcelona setzt sich durch gegen PSG. Dortmund Atletico ist wirklich schwer, ey. Ich sage Atletico setzt sich durch, weil einfach abgewichster.
Obwohl sie nach den ersten 30 Minuten wirklich schlecht waren gegen Dortmund. Dortmund schon wirklich stark war. Und mit der Süd und so kann in Dortmund schon richtig was gehen. Aber ich lege mich mal auf Atletico fest und zu uns und Arsenal sage ich nichts. Warum soll der Tuchel denn dann noch früher gehen, Fogg? Warum soll der Tuchel denn dann noch früher gehen? Wo wäre denn der Sinn? Wir haben dann noch, 5 oder 6 Spiele? Nee. Was soll er dann noch früher gehen? Also man wäre komplett sinnbefreit. Nee, alles ist gut. Wir fahren den Kahn jetzt mit dem Tuchel zu Ende und Feierabend. Da. Es liegt nicht immer am Trainer, meistens nichts am Präsidium. Ja, sorry, Frank. Also der Trainer stellt die Spieler auf. Da sind wir uns, denke ich, alle einig, oder? Damit brauche ich eigentlich schon nicht mehr sagen. Zum Thema Tuchel. Und ich mache das Thema Tuchel auch nicht nochmal auf jetzt. Das haben wir die Saison oft genug aufgemacht. Der Zug ist abgefahren. Dass nicht alles an ihn liegt, dass auch viel an der Vereinsführung liegt und so weiter, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Tuchel stellt die Spieler auf. Tuchel ist dafür verantwortlich, mit welcher Einstellung die Spieler auf den Platz gehen, mit welcher Taktik die auf den Platz gehen. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Ja, Daniel, mein Tipp geht in die ähnliche Kerbe. Aber nochmal, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ist das gut für den FC Bayern. Kovac zu Liverpool, ja. Christian Streich zu Manchester United. Ungefähr dieselbe Schlagzeile. Harry ist der einzige Spieler, der die ganze Saison geliefert hat. Es gibt nichts zu diskutieren über einen Harry Kane. So gar nichts. So absolut null. Noch nicht mal nur aufgrund seiner Tore. Also, nee, über einen Harry Kane gibt es nichts zu diskutieren aus meiner Sicht. Aurora, du liebst Bayern. Er ist auch richtig so, wie es sich gehört. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sich an diesen ganzen Schlagzeilen immer hochziehen kann. Oh, sorry, Leute, das ist einfach nicht meine Welt. Ich bin da leider... bin kein Social-Media-Typ, ich ziehe mich nicht an irgendwelchen, ich lese zwar hier vor, auch wenn ich auf dem Scheißhaus sitze, Google News kriege ich auch Überschriften angezeigt, aber ey, Leute, wer das ernst nimmt, weiß ich nicht. Da läuft doch irgendwas verkehrt im Leben, oder? Also, überlegt mal, wenn du alles ernst nehmen würdest, welche Spieler wir im Sommer verpflichtet hätten. Hättest du 3 Mannschaften aufmachen können. Mit dem Trainer dasselbe. Man muss doch einfach nur mal ein bisschen realistisch sein und ein bisschen nachdenken. Also. Es wird den Umbruch geben, ja, gehe ich auch von aus, Chico. Da sind wir uns heute einig. Wir lieben Harry Kane. Das muss jeder für sich entscheiden, aber... Aha, weil Alonso ein Weltklasse-Trainer ist, weil ein Hoeneß ein Weltklasse-Trainer ist, weil Xavi ein Weltklasse-Trainer ist, weil Pep, wo er in Barcelona angefangen hat, ein Weltklasse-Trainer ist. Was ist das denn für ein dummes Argument, Alter? Wort jetzt mal ernsthaft. Hast du auch jetzt irgendwie die legalen Drogen dir reingepfiffen heute, oder was? Was sind das denn für Argumente, Alter? Wenn da ein Spieler ist, der guckt, wer Trainer wird, dann verpiss dich aus unserem Verein, Alter. Oder komm erst gar nicht zu uns. Punkt. Feierabend, da müssen wir nicht diskutieren. Es ist ja schön, wenn es diese Spieler gibt. Ist doch super. Ist doch klasse. Dann geh doch dahin, wo dieser Trainer gerade ist. Ist mir doch scheißegal. Aber was diskutieren wir denn jetzt hier? Wir holen Zinedine Zidane, der keinen Bock hat, irgendeine andere Sprache zu lernen, außer sein scheiß Französisch, was er spricht. Und den setzen wir dahin, damit wir was bekommen? Was bekommen wir dann? Junge, was ist das denn für ein dummer Take, Alter?
Alto Belly, ey. Junge, ihr müsst doch mal nachdenken, bevor ihr was schreibt. Klar, wir verpflichten jetzt sie dann können wir, oh ja, dann können wir auf einmal Weltstars verpflichten, die wir sonst nicht verpflichten können, oder was? Was ist denn Harry Kane? Weswegen ist denn Harry Kane gekommen? Wegen Thomas Tuchel, oder was? Heißt, Harry Kane ist am Ende der Saison weg und geht mit Tuchel nach, was weiß ich, nach Manchester United, oder was? Junge, Alter. Lasst doch mal die Drogen aus dem Kopf. Was stimmt denn mit euch heute nicht? Wie kann man denn sowas schreiben? Aber Junge, wir wäre- reden vom FC Bayern und nicht von Freiburg, Alter. Kannst ja noch mal argumentieren, wenn du ein Pissclub bist, Alter. Dann kannst du noch argumentieren, wenn da der Carlo Ancelotti hinkommt. Ja, dann zieht er vielleicht 2, 3 Spieler mit, weil die den Carlo so lieben. Alter, wir sind der FC Bayern. Junge. Wollte mich heute eigentlich nicht aufregen hier, aber das haut gerade dem fast den Boden aus. So, Schatz, jetzt kannst du gerne was sagen. Sorry. Alles gut, ich kenne das ja. Es wird halt schon alleine aus dem Gesichtspunkt nicht passen, dass man zum Beispiel einen Brian nicht spielen lässt und sagt hier von wegen Deutsch oder Englisch sollte halt schon ein bisschen sein, ne? Und dann holst du sie dann, der genau das nicht kann. Ja, der auch keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch völlig okay. Klar, dann setzt du einen Ribéry daneben, dann setzt du noch einen Roy daneben und dann übersetzen die jedes Wort. Ja, wofür willst du den Trainer dann haben, Alter? Junge. Also wirklich. Die Spieler kommen nicht zu uns, nur wenn sie dann Trainer ist. Dann haben wir auf einmal diesen Spielerpool, den wir verpflichten können. Also das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Sorry. Nochmal, wir sind nicht Tupfershausen, Alter. Wir sind der FC Bayern München. Junge, Junge, ist das ein wilder Take. Alto Belly. Aurora, kann ich dir bitte Hallo sagen? Bitte. Bitte Hallo. Ich bin empört. Genau. Katastrophe. Ich brauche noch den Trapattoni Katastrophe. Den muss ich mir noch drauflegen. Solange nutzen wir den. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Ja. Kann ich gerade hier auch auf den einen oder anderen münzen, Alter. Junge, Junge. Real verliert 13-0 in Manchester, okay. Der Bayern hüpf, ole, ole. Naja, wir haben diese Saison ja bei keinem Spielerentwicklung gesehen, leider. Beim Tell und beim Pavlovic, die kannst du vielleicht mal rausnehmen. Aber ansonsten, bei welchen Spieler hast du denn dieses Jahr eine Entwicklung gesehen? Wenn, dann eher eine Entwicklung nach unten. Also da will ich den Davis jetzt gar nicht so alleine hinstellen. Ich bin auch froh, wenn die Saison zu Ende ist, Edel. Ja, aber können sie doch auch. Lass sie doch im Schongang unterwegs sein. Im Schongang spielen die doch die ganze Saison bei uns. Macht doch jetzt keinen großen Unterschied, oder? Können sie sich bis zu EM noch schonen, ist doch supi. Wir müssen das am Mittwoch einfach schaffen. Ja, hoffentlich. Wie gesagt, mir ist das scheißegal wie. Wir können auch nur einen Torschuss haben und Arsenal 20, wir gewinnen 1:0. Also mir ist Mittwoch, der Fußball, den ich sehe, ist mir eigentlich egal. Das Ergebnis zählt. Ja, Dortmund hat Atletico trotzdem komplett hinten reingedrückt. Klar haben die zum Schluss ihre Konterchancen gehabt, aber Dortmund war schon stark nach der ersten halben Stunde, das muss man auch schon sagen. Zumindest was ich so nebenbei gesehen habe.
Ich habe keine Wunschspieler, Baumi. Wie gesagt, dafür bin ich nicht tief genug drin. Ich gucke keine anderen Spiele, außer die von Bayern München. Ich kann dir keine Wunschspieler sagen. Klar ist, wir brauchen einen linken Verteidiger. Klar ist, wir brauchen einen linken und rechten Flügelspieler, sofern wir noch über die Flügel spielen wollen. Das hängt halt erstmal vom Trainer ab, der kommt. So, was der für Vorstellungen hat. Will er Dreierkette spielen? Will er Viererkette spielen? Will er mit 2 Zentralen spielen? Will er mit 1 Zentralen spielen? Will er mit Flügelstürmer spielen? Will er ohne Flügelstürmer spielen? Das sind ganz viele Faktoren. Und wie gesagt, was soll ich da Wunschspieler haben? Die Spieler müssen halt passen. Ne? Die müssen ins Gefüge passen, die müssen beim FC Bayern spielen wollen. Du kannst jetzt sagen, Wunschspieler ist Wirtz, ja. Wirtz würde ich sofort mit Kusshand nehmen. Wenn Wirtz keinen Bock auf den FC Bayern hat, was willst du da mit ihm? Macht keinen Sinn. Weißt du, wie ich meine? So, was soll ich hier Wunschspieler äußern? Was sollen wir Spieler? Wir müssen halt wieder davon wegkommen, Spieler zu verpflichten, dass sich ein Spieler für uns entscheidet, weil wir ihm mehr Geld zahlen, als Manchester City zahlt. Ja, da müssen wir wieder von wegkommen. So, und das hat ein Eber klar kommuniziert und daran werde ich ihn auch messen im Sommer. Was soll ich da jetzt irgendwelche Wunschspieler äußern? Ja, wie gesagt, mir ist das Wurst, was in irgendwelchen Zeitungen steht. Das ist schon bei Spielerverpflichtungen so, das ist bei Trainerspekulationen so. Wenn es auf der Bayern-Seite steht, dann wissen wir alle, was Phase ist und gut ist. Ja, so musst du an die Sache rangehen. Erst war es die ganze Zeit Alonso, der hat dann abgesagt, dann war es der Zerbi, der hat abgesagt, dann war es der hat abgesagt, dann der. Die Zeitungen schreiben halt irgendeinen Scheiß, um irgendwas zu verkaufen, Alter. So, also willst du da in irgendwelchen Spekulationen, irgendwelche Spekulationen mitgehen? Das macht doch keinen Sinn. Findest du das gut, dass Palhinha nicht gekommen ist? Keine Ahnung, ich kann den Spieler nicht beurteilen, weil ich den Spieler nicht kenne. Den beurteilt, wenn er bei uns gewesen wäre. Wenn Nagelsmann zurückkommen sollte, würdest du eine Dreierkette fühlen oder nicht? Ich fand die Dreierkette unter Nagelsmann sehr gut. Ja. Hat mir sehr gefallen. Aber auch unter Tuchel war es gut, wenn wir den Dreieraufbau gespielt haben. Wir haben ja bei Nagelsmann eigentlich auch nur im Aufbau die Dreierkette gespielt. Ja, wenn wir nicht im Spielaufbau waren, war es ja meistens auch keine Dreierkette. Jeder gute Fußballer ist ein guter Trainer. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf es gemeint ist. Wenn es auf Zidane gemeint ist, ich meine, 3 Champions League-Titel sprechen für sich. Ja. Ob er jetzt da Spieler entwickelt hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Ist mir auch Wurst. Aber du gewinnst eine Champions League ja nicht mal eben so. Du kannst ja jetzt davon reden, ja, kannst du vielleicht einmal mit Glück gewinnen. Ja? Die Mannschaft das alleine gemacht hat, so à la Flick, und du warst nur so der Puderer. Aber ich denke mal, wenn man die 3-mal gewinnt, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Ob es intern eine Opposition gegen Nagelsmann gibt, ist scheißegal, weil Uli Nagelsmann haben will. Dann wird die Opposition halt einfach rasiert. Machen wir uns doch nichts vor, oder? Anbu, hau rein. Nee, wir können lange Abend. Ich mache heute nicht lange. 21 Uhr. Feierabend. Ja, du musst dir ja nur vorstellen, wenn Harry Kane mal richtig im Spiel eingebunden wäre. Das wäre krank, wenn das jetzt schon so ist. Viele Spieler würden zu Fuß nach München kommen. Ja, und genau diese Spieler musst du verpflichten. Und die anderen alle abgeben. Ganz einfach. Ja, Kane ist nur wegen Tuchel gekommen, ist klar. Deswegen geht er ja auch mit ihm. Ist doch alles gut.
Nicht jeder gute Biertrinker ist ein guter Braumeister. Die wenigsten, will ich behaupten. Ah. Paulus, guten Abend. Ja, ich verstehe die Diskussion mit Zidane sowieso nicht. Wie gesagt, ich hätte nichts gegen Zidane. Wenn er die Sprache lernen wollen würde, wäre alles gut für mich. Aber wenn er das nicht will, ist halt keine Option. Fertig. Also er sollte schon ein gutes Englisch sprechen, sonst brauchst du bei uns kein Trainer werden. Du hast gesagt, dass Spieler gerne von Idolen trainiert werden. Alter, auch der Take ist genauso wild. Sorry, das fühle ich nicht. Sag ich dir, wie es ist. Aber ist ja auch okay. Jeden seiner Meinung. Der Conte wird mir in Zukunft nicht ausgehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür wird nächste Saison auch genug los sein. Da könnt ihr davon ausgehen. Kimmich als erforschende Entwicklung. Mein Hass auf den Rest der Bundesliga ist nach der verpassten Meisterschaft wieder mehr entfacht denn je. Ich spüre die Gier nach dem, was uns die Saison genommen wurde und hoffe, unser Team nächstes Jahr auch wieder. Wild. Ich muss gerade so an Pinky and the Brain denken, weißt du? Ja, aber diese Saison hat jeder Spieler einen Schritt rückwärts gemacht unterm Tuchel. Fast ausschließlich jeder Spieler. Selbst Musiala war teilweise unterirdisch unterm Tuchel. Also, das ist ja das andere Wilde noch. Da, 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 da. Ich habe eher einen Hals wegen unserer Mannschaftsleistung dieser Saison. Welche Mannschaftsleistung, GB? Ja, die 4 Spiele, wo wir mal eine Mannschaftsleistung gezeigt haben. Ja. Ich habe es damals schon gesagt, wo der Sabitzer gegangen ist, dass Dortmund da einen guten Transfer gemacht hat. Sabitzer war ja auch stark bei uns, aber man hat ihn halt einfach wie immer... Punkt. Wiederhol mich nur. Vermisse Schweini und Lahm sehr. Ja, gut. Wir müssen nicht in Erinnerung schwelgen. Das hilft uns ja nicht weiter. Ich denke, mit Pavlovic hast du einen guten. Ich denke, mit dem Tell hast du auch einen guten, so auf die Zukunft gesehen. Das sind beides Jungs, die wollen. Die spielen beim FC Bayern weil es der FC Bayern ist. Ich denke, das ist schon mal ein guter Schritt. Ich denke, Gnabry außer wird am schwersten biegen. Naja, weiß ich nicht. Müsste den Gnabry jetzt auch nicht über den Klo leben, über den Klee loben. Was habe ich gesagt? Bild. Was, Klo loben? Ja. Weil er eine gute Halbzeit gegen Arsenal gespielt hat, Alter. Ja, auch davor seine Kurzeinsätze waren okay. Gar keine Frage, aber... Müssen jetzt auch nicht übertreiben, Alter. Deutscher Meister wird nur der FCB? Nee. War ja nur für Leverkusen, ne? Ja, werden wir mal sehen, ob wir nächste Saison die Gegner kochen. Ja, Colio, dann stell dich am besten mal vor die Mannschaft und dann versuch mal deine Einstellung den Spielern rüberzubringen.
Verlieren gehört zum Sport dazu, ja, das wissen wir sehr gut, oder? Ich glaube, ich muss da keine Erinnerung wachrufen, oder? Ja, ich denke, wir werden die richtigen Schlüsse dieses Jahr endlich ziehen, GB. Ich bin guter Dinge. Vorsitzender Abend. Fühlt das so gar nicht mit Nagelsmann? Gibt mir genauso ein Gefühl wie bei Tuchel. Okay. Ja, das habe ich ja, wie gesagt, habe ich im Gaming-Stream gestern, war es gestern? Ich glaube, haben wir das Thema mal emotional aufgearbeitet mit der Gehaltsstruktur. Englisch ist Pflicht, so sieht's aus. Er muss endlich mal davon weg, es tun, nur weil Uli es gut findet. Der soll sich jetzt mal zurückziehen und die Herrschaften machen lassen. Ganz Gelaber von Uli geht mir auf die Klöten. Ja, mir geht das auch auf den Sack von Uli, was der immer so rausballert. Da gehe ich mit dir, habe ich ja auch schon gesagt. Der kann ja gerne der Aufsichtsratsvorsitzender sein und sowas. Dann soll er einfach in der Öffentlichkeit die Goschen halten. Kann er intern alles äußern, ist ja alles fein. Ich denke mal, du meinst das auf den Nagelsmann bezogen. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, ein Eberl führt den Nagelsmann schon. Ich glaube, sonst wäre das auch keine Sache, die irgendwie klappen würde. Podcast mit Erik war super, ne? Ist ein super sympathischer Typ, oder? Aber habe ich auch nicht anders erwartet. Nee, da muss der Kimmich erstmal mindestens auf 40% seines Gehaltes verzichten. Dann kann Kimmich gerne darüber nachgedacht werden, ob er weiter bei uns spielen darf. Du brauchst keinen rechten Verteidiger auf diesem Leistungsniveau, der 20 Millionen plus verdient. Das ist eine Katastrophe. Sorry. Ganz einfache Kiste. Kann der Kimmich sich gerne mal auf 12, 13 Millionen einnorden. Wenn er dann einen rechten Verteidiger bei uns spielen möchte, gehe ich voll mit. 100%. Aber alles andere ist too much. Vorsicht, ja, das ist ganz einfach. Also meiner Meinung nach, ne? Ist das ganz einfach, dieser Take. Weil Nagelsmann nicht den Rückhalt hatte. Und wie gesagt, Nagelsmann musste ja darum betteln, dass die Führungsspieler oder der Mannschaftsrat ihn erlaubt ich weiß es nicht, nach einem Dreivierteljahr, wo er bei uns war, dann endlich mal die Dreierkette zumindest im Aufbau einzuführen. Ja. Das war so das Problem. Und ich denke mal, daraus wird er gelernt haben. Und ich denke auch, dass viele Spieler nächstes Jahr einfach nicht mehr da sein werden. Und natürlich auch, dass da jetzt Max Eberl ist, der jetzt schon klare Worte gefunden hat an die Spieler und diese auch finden wird, wenn Nagelsmann da ist. Ja? Das wird der Unterschied sein, dass da endlich dann mal ein Sportdirektor ist, der dann mal Tacheles redet und nicht nur sagt wie Brazzo, ja, schön kuscheln, schön pudern, die Spieler, ach komm, kriegst du noch 1 Million mehr, ist doch gar kein Problem. So, das ist so das Problem. Nochmal, der Nagelsmann saß da, wo er bei uns Trainer war und saß in der PK und hat gefühlt 3 Stunden die Jahreshauptversammlung aufgearbeitet. Da saß kein Sportdirektor, da saß kein CEO, da saß keiner vom Verein. Da saß unser verkackter Trainer. Das musst du dir mal reintun, ja? Solche Unterstützung hatte der Nagelsmann. Nämlich gar keine. Das ist so das große Problem gewesen beim Nagelsmann. Du siehst doch jetzt beim DFB auch, dass er sagt, ja, Leon will ich nicht. Reicht die Leistung nicht. Kimmich spielt bei mir Rechtsverteidiger, ansonsten braucht er gar nicht spielen. So, da siehst du doch, was geht, wenn Nagelsmann das Sagen hat oder wenn er die Rückendeckung hat. Die hat er bei uns halt einfach nicht gehabt. Das ist ja Fakt. Super offensichtlich, oder? Von daher denke ich schon, dass das ganz, ganz anders laufen würde. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich glaube, sonst würde der Nagelsmann sich auch nicht nochmal darauf einlassen. Also ich glaube nicht, dass der so blauäugig ist und sagen würde, ja, komm, ich mach das nochmal,
wenn er denkt, er kommt wieder in diese Situation, dass er sich wieder erst bei irgendeinem Mannschaftsrat die Erlaubnis holen muss, um taktisch irgendwas umzuändern. Ja, das ist ja eine Katastrophe, Alter. Das ist ja eine Farce gewesen. Das musst du dir mal reinhauen. Wild. Wirklich wild gewesen. Ja, wieso der Stani spielt das in Leverkusen, was er bei uns auch gespielt hat? Ja. So, Stani hat halt wenig Land gesehen. Aber wenn er gespielt hat, hat er doch dieselbe Leistung gebracht. Und Zirkzee war bei uns auch gut. Und Sabitzer war bei uns auch stark. Nochmal, ich erinnere daran, wo ein Goretzka verletzt war, wo ein Sabitzer mit dem Kimmich gespielt hat, war der Sabitzer mega stark. Es war ein richtig gutes Duo mit dem Kimmich, weil der Sabitzer super defensiv war, hat richtig alles weggeräumt. Ja, Leon war fit, bam, raus. So, das war das Problem. Die Spieler haben halt nie diese Chancen bekommen. Der Tuchel wäre selbst Messi verwirrt. Ja, aber der wird im Alleingang dann trotzdem noch was machen. Ja, ist doch auch okay, dass der Thomas da mehr Standing hat auf der Insel. Ich gönne den Thomas alles. Dieser soll nach Manchester United gehen, soll er wieder aufbauen, kann er die nächste Ära prägen, 20 Jahre bei Manchester United, dann ist doch alles gut. Hüpfe Bayern, hüpf. Was habt ihr für ein Gefühl für Mittwoch, Chat? Ja, haut mal raus. Gnabry und King wäre richtige Granaten, wenn die ihm eine Saison Verletzung. Ah, ne, Gnabry weiß ich nicht. King gebe ich dir recht, ja. Gnabry hat schon viel auch lustlose Phasen in seinen Jahren bei uns gehabt. Obwohl er nicht verletzt war. Gnabry über den Klo loben. Ja, das wäre eigentlich wäre es ein Spruch für ein T-Shirt, ne? 11 Freunde fürs ganze Leben, ja, da sind wir weit von weg. Ja, Kretzig muss man wiederholen. Also wenn man das nicht macht, dann ist man selber schuld. Ich fand das eine Farce, dass man ihn weggegeben hat auch. Katastrophe. Aus Vereinssicht natürlich klar, wenn der Trainer ihn genauso ignoriert wie alle anderen jungen Spieler, es dann die Chance gibt, dass er woanders spielt, um Spielpraxis zu kriegen, sich zu entwickeln. Feuer frei. Aber dass Tuchel so ein blinder Idiot ist, was junge Spieler anbelangt, ist einfach eine Katastrophe. Sorry. Junge. Tja, weiß das sein. Ja, die 3 Punkte werden wir in Stuttgart sehr wahrscheinlich nicht mitnehmen, wenn man ehrlich ist. Also Stuttgart spielt so einen guten Fußball. Ich glaube nicht, dass Stuttgart und auch Hoeneß nochmal so blind in uns reinlaufen werden, dass wir sie nochmal so einfach auskontern können. Aber wird ein Spiel, auf was ich mich auf jeden Fall freue auch, ja. Du meinst generell, egal ob Trainer oder Spieler? Okay. Also man merkt wirklich, dass eine große Fanbase unseres Vereins noch keine Nichtmeisterschaft erlebt haben. Dieses Bankrottschreiben des Vereins geht mir so hart gegen den Strich. Ja, wenn du so ein alter Sack bist wie ich, dann hast du schon noch ganz, ganz andere Zeiten erlebt. Noch ganz, ganz andere Zeiten. Die Tür so. Bayern zahlte bisher ähnliche Gehälter wie Real Madrid. Ja, wir zahlen halt die angeblich die drittmeisten Gehälter. Mein Stand war die zweitmeisten Gehälter in Europa. Also noch vor den ganzen Staatenclubs. Das ist krank. Aber auch das hat ein Eberl gesagt, dass das so nicht weitergeht. Ja?
Also das heißt, wenn diese ach so tollen, super geilen Multimillionäre weiter bei uns spielen wollen, müssen sie Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Warum muss das den Vertrag auflaufen lassen? Du kannst ja doch auch verkaufen. Das ist ja nicht das Problem. Die müssen für die Leistungschancen an die Fans leisten. Ne? Da sie ja noch nicht mal in die Kurve gehen nach schlechten Spielen, um sich bei den Fans zu bedanken für den Support. Da weißt du, welches Standing die Spieler den Fans zuschreiben. Ja. Nee, Tuchel hätte besser Snowboard fahren sollen. Bayern ist keine Adresse mehr für junge und gute Spieler. Aha. Wilder Take. Kein Trainer möchte mehr den FC Bayern trainieren. Nein, kein Trainer möchte den FC Bayern trainieren. Eieiei. Mein Wort in Gottes Ohr? Ah, in Gottes und in Ulis Ohr. Mach dir keine Sorgen, Vorsicker. Ich glaube auch, dass das klappt mit dem Eberl. Und wenn das mit dem Freund noch klappt, in Zusammenarbeit mit dem Eberl. Klar wird das jetzt nicht alles innerhalb von einer Transferperiode klappen. Da müssen wir uns ja auch nicht jetzt irgendwie blauäugig sein. Aber gib dem Duo mal sie 2 Jahre. Dann sitzen wir hier und dann werden wir Spaß haben. Der kommende Trainer muss halt Hand in Hand arbeiten können mit Eberl und diesen stärkt, welcher die Vereinsphilosophie mitträgt. Wenn es Julian ist, schön und gut, sollte es Hans Kaspar sein, auch gut, aber anders geht es nicht. Laxi, 100%, ja, ganz genau. Fertig. Und deswegen fallen schon viele auch raus, ne? Viele Trainer. Zerbi wird den Verein nicht verlassen, hat er klar geäußert. Er wird lebenslang gebunden, der Nagelsmann. Das wird so eine Jupp-Geschichte. Weißt du? Wenn er dann abgenutzt ist nach 4, 5 Jahren, dann geht er mal 2 Jahre weg und dann kommt er wieder, macht euch keine Sorgen. Ja, wenn du von den aktuellen Spielern 12 aufstellst, hast du ja immer noch keine 11 auf dem Platz. 3:1 für uns. 0:4 für Arsenal. Ui, 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 ui. 2:0 Bayern. Ja, Leihspieler haben wir genug, aber da ist auch die Frage, welche Qualität dabei ist. Ne? Da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Wirtz wird in Leverkusen bleiben. Das hat er doch auch schon klar geäußert. Ja, das ist das Wichtige, Laxi, ne? Dass der Eberl da wirklich so seine Schiene hat, die auch durchzieht und gut ist. Aber dann hat er ja auch noch den Freund. Ist ja nicht so, dass der Eberl da nur ganz alleine in dieser Schusslinie steht. Von daher, wenn die wirklich gut harmonieren, was wir natürlich jetzt noch nicht beurteilen können, aber dann sollte das schon machbar sein beim FC Bayern. Ja, Tuchel hat Pavlovic groß gemacht und entwickelt. Kann er sich groß auf die Fahne schreiben. Also Kretzig ist für mich auch mega. Ja, definitiv. Also er hat auch diesen Müller-Faktor. So unbekümmert rein. Der scheut sich auch nicht dann den Harry Kane eine Anweisung zu geben. Ja. Also darfst du nicht drauf verzichten. Ganz einfach. 3:2 für uns. Das letzte Woche schon getippt, okay? Habe ich nichts gegen. Ja, wer weiß. Wir werden es doch sehen, was passiert.
Jetzt wird dies Jahr nicht kommen, aber vielleicht nächstes Jahr. Wir werden sehen. Mal abwarten. Bei Tore passt nur Ü30. Ja, das glaube ich noch nicht mal. Aber er will schon gestandene Spieler einfach haben. Das ist ja auch okay. Seit 86. Du hast schon einiges erlebt. Ja, da hast du auch ein paar wilde Jahre mitgemacht. Ach, drauf geschissen, Corleo. Wie gesagt, die Bundesliga ist abgehakt. So, Feierabend. Was willst du, was soll man sich da jetzt noch aufregen? Wir kennen den Charakter dieser Mannschaft. Also, nochmal. Das Spiel gegen Dortmund hat alles gezeigt. Hat alles offenbart. Punkt. Da müssen wir uns nicht mehr drüber aufreden. Der Charakter dieser Mannschaft ist zum Kotzen. Wenn wir das überhaupt als Mannschaft bezeichnen können. So. Was will man sich da jetzt aufregen, wenn sie gegen Arsenal sich jetzt den Arsch aufreißen, 200.000% geben? Dann sei froh, dass die ganzen satten, vollgefressenen, überbezahlten Fußballer das noch schaffen. So. Wie gesagt, dass die Mannschaft keine Mannschaft ist, dass da viele Spieler absolut eine Katastropheneinstellung haben. Es war ja nicht nur einmal, dass sie diese Saison nach dem Spiel nicht zu den Fans gegangen sind. Daran siehst du doch schon, wie der Hase läuft. Ja, da brauchen wir jetzt nicht mehr die Bestätigung, wenn sie gegen Arsenal ein gutes Spiel machen. Die Bestätigung brauche ich persönlich nicht mehr. Also der Zug ist abgefahren. Ja. Als wenn du die Champions League gewinnst, musst du diesen Kader radikal umbrechen. Punkt. Kretzi wäre besser gewesen, Davis. Ja, na klar. Ohne Wenn und Aber. Mittwoch geht es in Elfmeterschießen. Okay. Bin auf alles vorbereitet, Leute. Training lief alles wunderbar, ja. Verstehe ich auch nicht. 3:1 gewinnen wir, okay. Robbery als Trainer, du. Ja. Ach, das glaube ich nicht, dass der Kimmich da so... Weiß ich nicht, ob der Kimmich da so verbunden ist. Schwer zu sagen. Mit Mitte 30 an ganz dunkle Bayern-Zeiten erinnern. Es kommt drauf an, wie aufnahmefähig man in jungen Jahren schon war, würde ich behaupten. Schupo macht auch noch eins, ja, ganz bestimmt. Ist immer schlimmer für die. Ach, die letzten Jahre hast du doch dann gute Jahre gehabt. Ja, also, Vorsicht, jetzt mal ernst. Das ist doch das, was zum Fußball gehört, oder? Ich finde schon krass, wie jetzt die Leverkusen-Fans und Bayern-Hater aus ihren Löchern kommen und provozieren. Ist doch völlig fein. Also, bitte euch. Das ist Fußball. Das gehört halt dazu. Soll doch jeder machen. Sollen sich doch gönnen. Mein Gott. Nach 11 Jahren an der Sonne, ganz ehrlich. Sollen sich gönnen. Ich kann mich noch erinnern, damals, als Tuchel den Verein ruinieren wollte und es auch fast geschafft hat. Ja, das können wir hoffentlich in 2 Jahren sagen. Das würde bedeuten, dass wir wieder an der Sonne sind. Euer Hass ist unser Stolz, so sieht's aus, Phil. Punkt. Was ist deine Meinung zu Fürich zu Bayern? Wie gesagt, ich kann mich da immer nur wiederholen. Ich kommentiere keine Namen. Der Spieler muss passen, der Spieler muss Bock haben, der muss beim FC Bayern spielen, weil es der FC Bayern ist und nicht, weil er mehr Geld verdient wie woanders und dann ist alles gut. Dann ist mir das scheißegal, ob der Fürich heißt, ob der Frimpong heißt, ob der Liegestütz Sascha Huber Challenge heißt oder ob der sonst irgendwie heißt. Das ist mir völlig Wurst. Und dann beurteile ich den Spieler, wenn er bei uns ist. Weil es ist mir scheißegal, ob der Spieler in Stuttgart performt wie Sau. Ja. Wenn er bei uns nicht performt, so,
bringt mir das auch nichts. Ja, ich beurteile den Spieler, wenn er bei uns ist. Dann kann ich dazu was sagen. Und jetzt mache ich erstmal Liegestütze. Weil ich wenigstens schon mal liefern werde hier. So ein Ding. Soll ja keiner sagen, so ich zeige keinen Einsatz, weißt du? Ja, ich glaube, dass das nicht wirklich einen Einfluss hat, ob die Arsenal-Pleite gegen Villa jetzt die Champions League. Ja, Gerard, das liegt daran, weil Leverkusen ist das kleine gallische Dorf, was noch nie deutscher Meister war. Das ist doch auch völlig okay. Sollte Leverkusen jetzt 3 Jahre hintereinander deutscher Meister werden, wirst du dasselbe haben. Das ist halt so. Ein Nagelsmann, ihn zu knechten, seinen Longboard zu finden, ihn auf den Trainingsplatz zu treiben und ihn ewig zu binden. Lalalala. Also ich sehe das nicht, dass die Chancen durch die Niederlage für uns gestiegen sind. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt von dem Spiel. Da habe ich dasselbe gesehen wie im Hinspiel gegen uns. Also. Das Einzige, was mich positiv gestimmt hat, dass sie da genauso konteranfällig waren. Aber ansonsten hätten sie auch schon vorher 2, 3 Tore machen müssen eigentlich. Nee, Phil erst. Da kannst du dir gerne mal mein Saisonfazit von letzter Saison angucken oder auch das von der Saison davor. Da habe ich die gleichen Spieler schon genannt als Abgangskandidaten. Tuchel Denkmal vor dem Stadion, ja. So groß unter Gerd Müllers Fuß, Alter. Ja, anders. Irgendwann ist halt vorbei, Colli. Und bei mir war das dann, das Dortmund-Spiel hat mich gebrochen, was das angeht. Alles andere kann ich irgendwo argumentieren, ne? Obwohl Frankfurt auswärts auch schon wild war. Das kannst du auch nicht wirklich argumentieren. Aber ansonsten so, die Niederlagen kannst du alle irgendwo argumentieren. Aber gegen Dortmund so einen blutleeren Auftritt, so emotionslos von unserer Seite. Mal abgesehen von 10 Minuten, wo so ein bisschen Hektik auf beiden Seiten reinkam. Fertig, Punkt. Ja. Deswegen, da kann ich nur noch mal Kimmich rausstreichen. Ne? Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, Laxi hat er. Dass sich der Rechner aufgegangen hat, WhatsApp? Ja. Hat sich doch wieder beruhigt, der Chat. Au, ich könnte maximal so einen 5-Minuten-Einsatz machen, Edin.
Startelf, aber da muss ich nach 5 Minuten ausgewechselt werden. Man kann sich doch auch im Sinne des Fußballs für Leverkusen freuen. Nee, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Warum sollte ich mich für Leverkusen freuen, Alter? Bin Bayern-Fan, kein Leverkusen-Fan. Die bekommen eine Anerkennung für die Leistung, die sie gezeigt haben. Ja, Gratulation, alles gut, zu Recht deutscher Meister. Aber ich werde mich nicht für Leverkusen freuen, Alter. Habe ich einer eine Birne oder was? Junge, Junge. Was ist dein Tipp für Mittwoch? Ja, genau so. Ja, die 90er national waren schon wild, ja. Und nach dem Champions League-Titel 2001 haben wir auch ein Tal durchschritten, ja. Misserfolg ist nur der Anfang vom nächsten Erfolg. Ja, was? Wir meckern ja auch auf hohem Niveau, wenn wir es jetzt mal runterbrechen. Wenn wir es auf die Zahlen runterbrechen. Ich meine, lass uns Dritter werden in der Bundesliga. Wir sind im Viertelfinale der Champions League. Ja, im Pokal sind wir in der zweiten Runde sang- und klanglos ausgeschieden. So, aber wir müssen jetzt auch nicht tun, als, keine Ahnung, geht die Welt unter oder sonst was, ne? Also, wir spielen nächstes Jahr Champions League, da sollte diese Mannschaft wohl geschissen kriegen. Und alles ist gut. Und Mittwoch wieder ist ein heißer Tanz, ja, und da freue ich mich auf das Spiel. Und immerhin, ich habe extra nachgeguckt für euch, weil wir wollen ja heute hier positiv den Stream beenden. Letzte Heimniederlage in der Champions League war am 13.04.21. Nee, stimmt nicht, am 7.04.21. Also, und die letzte Heimniederlage gegen Arsenal kann ich auch noch rausballern. Warte. Die war am 13.03.2013. Ganz schön viele 13er, wa? Können wir froh sein, dass das Spiel nicht am 13. ist. Wieso Lothar Matthäus nicht Bayern-Trainer wird? Ganz einfach, solange Uli Hoeneß im Verein irgendwas zu sagen hat, wird Lothar Matthäus noch nicht mal mehr Greenkeeper. Ganz genau. Wir können natürlich jetzt auch ich verstehe sowieso nicht, dass der Lothar ein Thema ist, Alter. Der ist seit 15 Jahren TV-Experte. Was will der jetzt noch im Trainerstuhl? Auch wieder ein wilder Take. Aha, Nagelsmann kommt im Sommer zurück. Wo steht's? Der FC Bayern gerade verkündet, oder was? Ist ja wild, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist sehr vorbildlich, Matthias. Das freut mich. Ist ja auch nicht so weit von Bayern-Fan zum Bayer-Fan, oder? Muss ja nur das N wegtätowieren. Machst du einfach ein Herzchen hin. Ist kein Problem. Tuchel hat mich schon vorher gebrochen, vor dem Dortmund-Spiel. Also normalerweise muss ich so 2, 3 PKs muss ich mir so Mitte nächster Saison nochmal geben. Das Ding daheim gegen Bremen kann mir keiner erklären. Ja, das war halt wieder so ein Großkotz-Auftritt. Ja, das sind nur die Bremer, so alles gut, das wird schon. Wie gesagt, das kann man alles irgendwo argumentieren, aber gegen Dortmund musst du einfach da sein, Alter. Naja, die Niederlage gegen Saarbrücken, selbst schuld, ne? Als Eckfahne, meinst du, das reicht noch?
Immer für den Besseren sein, okay. Ist gespannt, was die Dortmunder morgen machen? Ja, wegen mir können sie gerne weiterkommen, ja. Ja, na klar wird das eine knappe Kiste. Oder eine ganz klare Nummer. Werden wir mal sehen, ne? Ja, na klar haben wir andere Ansprüche beim FC Bayern. Es geht ja auch gar nicht so sehr um die Platzierung oder um die Titel diese Saison und auch letzte Saison. Einfach der Fußball war einfach grottig, Leute. Sind wir uns doch mal alle einig, Alter. Der Fußball war grausam, sich anzugucken. Junge, Junge. Also wenn du ein Spiel von Stuttgart oder Leverkusen diese Saison gesehen hast, oder Arsenal, Alter. Das sind Welten zu dem Fußball, den wir spielen. Katastrophal. Ja, den haben wir ja gekriegt jetzt, Dumbo Jumbo, den Deckel. Oder einen auf den Deckel. Mich schlaucht diese Saison emotional nicht mehr wirklich. Ich weiß gar nicht, wann es war, spätestens nach dem Bochum-Spiel oder so, wo ich das gesagt habe. Da war der Zug abgefahren. Seitdem ist das emotional. Ich reg mich beim Managerspiel, rege ich mich mehr auf über meine Mannschaft, als wenn ich ein Bayern-Spiel gucke. So ein Ding ist das mittlerweile. Außer wenn wir gegen Dortmund spielen. Aber alles andere ist... Ich erwarte nichts mehr von dieser Mannschaft diese Saison. Damit fahre ich wohl am besten, glaube ich. Bin Bayern-Fan, aber freue mich voll für Leverkusen. Ich denke immer einfach nein. Nee. Obwohl Fan, weiß ich nicht. Aber heutzutage ist das ja auch so. Ja. Heutzutage ist alles so schnell im Hype und dann wieder weg. Wenn ihr das mal mit irgendwelchen Computerspielen seht oder egal mit was. Ja. Mit der Nationalmannschaft an, wird totgeschrieben. Dann gewinnen wir 2 Freundschaftsspiele, sind wir schon wieder Europameister. So ist das einfach, wa? Und so sind halt ganz, ganz viele junge Menschen heutzutage. Und dann kannst du so einen Satz nachvollziehen. Wenn du so ein alter Sack bist wie ich, der seit 20 plus Jahren Bayern-Fan, wohl mit Fan tue ich mich schwer, ist, ich kann mich jetzt auch nicht für Leverkusen freuen. Alter. Ich freue mich, wenn ich Leverkusen-Spiel sehe, über guten Fußball, genau wie bei Stuttgart. Aber ich will es nicht mehr von mir hören. Ich freue mich, dass Leverkusen Meister ist. Alter. Habe ich eine Birne? Bin ich vernagelt oder was? Ja. Irgendwo ist dann auch Schluss, wa? Basler als Trainer, ja, denke ich auch. Mit Lothar und Didi. Ja. Doch, und Didi werden keine Freunde mehr. Ne, die werden irgendwann so bei Promi-Boxen enden. Er kann der Lothar auch gar nicht mehr. Du kannst keinen Trainer machen, nachdem du 15 Jahre Experte bist, Alter. Punkt. Das geht nicht. Kannst du vielleicht irgendwo in der 3. Liga noch erneuern, aber nicht in der Bundesliga, Alter. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Glück, Gibi. Ja, die war schon wild mit dem feinen Kerl. Aber der hat ja noch 2 gute rausgehauen. Ja, weiß ich nicht, ob Leverkusen jetzt andere Probleme bekommt. Oh, Gewitter. Warum war das so? Ja, der Tuchel hat schon ein paar rausgehauen, ne?
Das weiß ich auch nicht. Ich muss mir erst nochmal das Spiel angucken. Der war auch Legende. Das weiß ich nicht. Ich muss mir erst mal das Spiel angucken, dann muss ich das mal analysieren. Das sagt der Cheftrainer nach dem Spiel, Alter. Das musst du dir reinhauen, ey. Ja, fairerweise muss man sagen, dass der Nagelsmann da aber auch kein Abschlussstürmer hatte, wa? Wie gesagt, nimm mal den Nagelsmann Fußball und pack mal Harry Kane vorne rein. Krank, Alter. Krank. Kannst auch hinten 3 kriegen, dann machst du vorne 6. Und alles ist gut. Oh, Hagel. Die Welt geht unter. Wenn ich gleich weg bin, wisst ihr Bescheid. Lol, bei mir ist gar nichts. Bei uns ist gerade Hagel, aber richtig. Tuchel hat schon gute Texte. Und das Wilde ist ja, das ist ein internationaler Top-Trainer. Und trotzdem haut er so eine Dinger raus. Das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Aber ist nicht auch als Bayern-Fan langweilig, wenn der FCB die nächsten 100 Jahre Meister wird? Für mich nicht, nö. Nee, warum? Liegt aber auch an meinem Charakter. Ja? Nee, für mich ist das fein. Ich hätte da kein Problem mit. Klar freut man sich nach der 4., 5. Meisterschaft vielleicht nicht mehr so wie bei der ersten. Ja, gar keine Frage, aber nee. Warum soll das für mich langweilig werden? Mir waren jetzt auch die F-Meisterschaften nicht langweilig. Das wäre schon echt ein Super-GO, wenn wir die Champions League gewinnen würden. Barca Trainer, er war so gut wie nie verletzt. Ja, dann gibt es immer ein Bierchen und eine Zigarette vorm Training und dann geht's los. Das hat doch nichts damit zu tun, ob Bayern schläft. Alter, was ist das denn jetzt wieder für eine dumme Aussage, Alter? Wenn Bayern da schläft und nicht holt, gehört Eber gefeuert. Müssen wir uns zum Ende des Streams doch nochmal aufregen, oder was? Alter. Der FC Bayern hat gefühlt seit 3 Jahren Interesse an Wirtz. Steht seit 3 Jahren mit ihm im Austausch und hat jedes Jahr nachgefragt, ob er sich vorstellen kann, zum FC Bayern zu kommen. So. Was ist das denn für eine Aussage? Eieiei. Ja, der Hans-Trainer könnte Liga noch ein bisschen stimmungsvoller sein, das wäre top. Ja, das Thema haben wir auch schon gehabt, da brauchen wir nicht drüber reden. Da spielen wir halt nicht in der oberen Klasse mit. Stimmungsmäßig. Das wird sich aber auch nicht ändern bei uns. Da müsste sich schon einiges allein in der Fankurve ändern und das Fass mache ich jetzt nicht auf. Können wir gerne nochmal in einen anderen Stream machen. Gerne mal, wenn Sommerpause ist, können wir gerne mal so ein Thema aufgreifen. Aber das haben wir schon mal ausführlich behandelt eigentlich. Die ist für alles Experte, von A bis Z. Ja, mal abwarten, GB, ne? Immer mal abwarten. Immer mal abwarten. Also ich denke auch, dass Leverkusen stark sein wird, gar keine Frage. Aber wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen, gerade wenn wir jetzt mal das Thema Nagelsmann nochmal mit aufnehmen, das ist dann auch kein De Zerbi, kein hier dein komischer Emery oder sonst was, der den Verein nicht kennt, der die Sprache nicht spricht. Der kennt den Verein, der spricht die Sprache, der weiß, was Phase ist. Das heißt, der braucht keine halbes Jahr, 1,5 Jahre Eingewöhnungszeit. Das ist halt dann schon ein Faktor, dass das nächste Saison gleich, weißt du, bam, so ein Ding. Die richtigen Spieler gehen, die richtigen Spieler kommen. Kann das schon auch schnell gehen, ist es ja. Ob es dann reicht, wenn die Leverkusener weiter so konstant sind, ist natürlich eine andere Geschichte. Da gehe ich mit, ja. Aber ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, so, es ist gar keine Chance da. Also wenn es wirklich auf Nagelsmann hinausläuft, ist das natürlich ein Riesenplus.
dass er alles kennt schon. Ne? Von daher mal abwarten. Wenn man es langweilig findet, Meister zu werden, sollte man lieber... Ey, nichts gegen Tischtennis, Kollege. Synchronschwimmen ist mir egal. Tischtennis ist wie ganz dünnes Eis bei mir, ne? Bild. Schockverliebt war für dich das Highlight? Nicht wirklich, oder? Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir müssen erstmal wieder eine gute Mannschaft aufbauen. Ja, aber das haben wir doch auch schon mal besprochen, GB. Guck mal, wenn du jetzt ein Grundgerüst hast du doch stehen. Ja, wenn du auf den Delicht setzt, hast du den Innenverteidiger, den Anführer vorne, Harry Kane bleibt. Du hast auf der 10er oder auf der zentralen Position Musiala, wenn du an ihm festhältst. Wenn er wieder den Nagelsmann kriegt oder einen anderen Trainer, der offensiv denkt, wird der auch wieder mehr aufblühen. Du hast einen Pavlovic, den du auf jeden Fall, auf den du setzen musst. Ja, du hast einen Tell, auf den du setzen musst. Du hast doch schon ein gewisses Grundgerüst da. Ist ja nicht so, dass wir komplett bei Null anfangen würden. Ja. Klar wird das trotzdem Zeit brauchen, da gehe ich ja 100% mit. Aber wir müssen das jetzt auch nicht irgendwie schwarz malen. Also. Bin da guter Dinge, dass das klappt. Mit Kane im Sturm wäre Nagelsmann heute noch da. Sehr wahrscheinlich, ja. Hätte Fahrtkette, wissen wir nie. Aber die Chancen wären auf jeden Fall höher, ja. Oder mit dem richtigen Sechser. Weil das war ja auch Nagelsmanns Problem. Weil die Pressinglinie, wenn die überspielt wurde, dann war halt kein Sechser mehr da. So. Es ging immer alles Mitte und von der Mitte schnell nach außen, Konter, bam. So, das war ja eine Schablone. Jedes Gegentor unter Nagelsmann war eine Schablone. Na? Thomas, vielen lieben Dank für dein Abo im 5. Monat. Und wenn er da einen richtigen Sechser gehabt hätte, einen defensiven Sechser, ist die Frage, ob das Nagelsmann überhaupt gewollt hätte, ist eine andere Sache. Aber hätte das auch schon anders aussehen können. Wenn der FC Bayern-Fan ist, kann man zugeben, dass Leverkusen die Meisterschaft verdient gewonnen hat, aber mehr auch nicht. Sich darüber freuen ist kontraproduktiv und nicht FC Bayern-Fanmütig. Nee, produktiv ist das sowieso nicht. Dein erster Satz passt schon, Gerard. Das ist auch völlig richtig. Wie gesagt, Leverkusen spielt super geilen Fußball, steht verdient da und das ist auch gut so. Und dann ist auch gut. Kane oder Nagelsmann, 50 Tore sicher für Heavy. Der Super-GO wäre eher ein Ausscheiden gegen Arsenal. Warum wäre das ein Super-GO? Die Schlimmste gewinnen wäre ein Wunder, ja eben. Warum wäre das dann ein Super-GO, wenn wir ausscheiden würden? Ja, nächstes Jahr kommen wir jetzt nicht. Das ist ja schon klar kommuniziert. Ja, Karl-Heinz, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann den Tuchel nur bei uns beurteilen und das war katastrophal. Also Trainerleistung vom Tuchel mache ich natürlich zum Saisonende hin mein Fazit. Für mich aber katastrophal. Ja, du kannst ihm zugute rechnen, seine Taktik in Dortmund, seine Taktik zu Hause gegen Stuttgart, meinetwegen auch seine Taktik in Arsenal. Das war's. Ansonsten habe ich nichts, wo ich sage, da war der Tuchel jetzt aber irgendwie wow. Da habe ich aber so eine Liste an negativen Sachen, die ich ihm um die Ohren hauen kann. Vielleicht bekommen wir ja mal den Heimschiri zur Abwechslung. Ja, wer weiß. Wer das rot-weiße Trikot nicht tragen will, soll es einfach lassen. Ja, ganz genau.
Hast du keine Bedenken, dass wir das gegen Arsenal machen? Das ist schön. Das freut mich. Bam, bam, wie zu jeder Transferperiode. Genau, GB. Hat doch super geklappt, oder? Ich würde sagen, nächste Saison werden wir nicht 16 Punkte hinten liegen. Ich denke auch, dass es eine interessante Runde werden könnte nächstes Jahr. Ja, ich bin auch schockverliebt in Tell. Gehe ich mit. Ja, hoffentlich bleibt er in Frankfurt. Warum sollte auch ein Dino Topmüller jetzt nur, weil Nagelsmann irgendwo Trainer wird, wieder sein Co-Trainer werden, wenn er irgendwo Cheftrainer ist? Macht er jetzt auch nicht so einen schlechten Job, auch wenn er einen schweren Stand in Frankfurt hat. Aber dann wird er doch lieber woanders hingehen, um auch wieder Cheftrainer zu sein, oder? Es gibt ja wenige Trainer, die freiwillig Co-Trainer sind. Ja. Da, 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 da. Ja. Nächste Saison wird alles besser, Leute. Ja, der war schon wild, ne, der Arsenal Keeper. Aber wie gesagt, die waren ja auch gegen Dingens, haben sie auch wieder ein Kontertor kassiert. Also, die sind schon konteranfällig. Also ich denke, wenn wir 1:0 wirklich in Führung gehen, zu Hause, ich glaube, dann kann das echt ein Spiel werden, was in unsere Richtung läuft. Weil Arsenal ist wirklich konteranfällig. Wenn es andersrum passiert, bin ich gespannt. Davis darf bei mir auf jeden Fall gehen. Ich will den bei uns nicht mehr sehen. Also wenn das stimmt, was da geschrieben wird, und das scheint es ja, weil Eberl ja gesagt hat, das ist das Angebot, das liegt auf dem Tisch. Jetzt muss man sich entscheiden. Ja, ciao, tschüss, weg. Ovi. War schön mit dir, warst ein netter Typ. Hier. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. War ein guter Kerl und dann kann er jetzt ein guter Kerl in Madrid sein oder wo auch immer es ihn hin verschlägt. Und alles ist gut. Naja, nee, man kann Tuchel nicht verantwortlich machen. Das ist richtig. Weil unsere Mannschaft ist ja, wir sind ja auch super schlecht, ne? Also unser Spielermaterial ist ja super schlecht. Muss man ja sagen. Also unser Spielermaterial ist eine Katastrophe. Also das sieht man ja auch immer wieder, dass die Mannschaft das würde ja locker maximal Platz 5 würde es erreichen. Kann man natürlich nicht am Trainer festmachen, dass er mit dem Spielermaterial einfach nicht mehr herausholt. Natürlich nicht. Ach, herrlich. Ich habe nichts mit Super-GAU gesagt, ich habe das nur vorgelesen. GB, vorsichtig, Kollege. Ich habe nur vorgelesen, was da stand. Für mich ist das kein Super-GAU. Ja, also für mich ist Arsenal auch Favorit. Nee, Real Mallorca wird kaum das Gehalt zahlen können, ma. Rangnick sind wir hier auf dem Stand. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Das ist richtig, Cody. Die Saison ist so oder so für den Arsch, aber es wäre ja trotzdem schön, ne? Wenn noch was geht.
Wenn du mich meinst, ich komme nicht darauf. Ich habe das nur vorgelesen, was im Chat stand, Alter. Was ist los mit euch? Man könnte ihn nicht nur aufbauen, man sollte ihn aufbauen. Was heißt aufbauen? Man muss ihn einfach mal reinwerfen und mal in Aktion sehen, ne? Mourinho würde barfuß kommen. Eieiei. Das ist kein Super-Go wäre. Ja, siehst du. Guck mal. Haben wir doch das Problem gelöst. Ja, Super-Go ist halt negativ, ne? Also man verbindet was Negatives damit. Ich habe auch Bock auf Metroid Romeo Spiel. Der Super-GO wäre eher ein Ausscheiden gegen Arsenal. Genau, das habe ich auch vorgelesen. Aber ist ja auch Wurst. Alles ist gut. Wir sind uns einig, dass wir nicht gerade der Favorit sind und dass es kein Super-GO wäre, wenn wir ausscheiden. Verliert Leverkusen am Samstag in Dortmund? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass die den Kitzel haben, die perfekte Saison zu spielen ohne Niederlage. Nee, Freitag gibt es keinen Stream. Freitag bin ich auf dem Geburtstag von meinem Schwager, da gibt es keinen Stream, Leute. Das ist nicht möglich. Die Sonne tut manche nicht gut, bei mir scheint keine Sonne. Hagel, Gewitter. Warum wird der Vereinslegende Reus ein unwürdiges Ende bereitet? Wahrscheinlich, weil er einfach auch zu lange da ist. Was? Man muss halt manchmal einfach wissen, wann man die Reißleine zieht. À la Philipp Lahm. Guck dir Thomas Müller bei uns an. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr nicht auch eher ein unwürdiges Ende wird. Ist dieses Jahr schon ein unwürdiges Ende. Manchmal müssen diese Spieler halt einfach früher realisieren, wie der Hase läuft. Ne? Ohne jetzt in dem Thema Reus und Dortmund drin zu sein, aber das ist das Problem von vielen Spielern, dass sie einfach nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann's gut ist. Ne? Die Mara ist natürlich mit mir auf dem Geburtstag. Ja. Super-GO ist die Verletzung von King. Naja. Das wär's doch, ja. Hätten wir nicht treffen.
Ja, hätte er auch, GB. Ja. Aber ich denke, das ist vielleicht beim Reus so die ähnliche Geschichte wie bei Müller. Müller möchte das Finale da Home mitnehmen. Ich glaube, hätte Dortmund letztes Jahr die Meisterschaft geholt, hätte Reus wahrscheinlich auch sein Ende bekannt gegeben. Also, vielleicht hat er gehofft, dieses Jahr können sie nochmal richtig angreifen oder was und er verabschiedet sich mit dem Titel oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das so ein Thema bei ihm, so, weißt du? Aber man kann halt irgendwann nicht mehr die Rücksicht nehmen, nur weil der Spieler super viel für den Verein geleistet hat. Wenn der Spieler irgendwann nicht mehr die Leistung bringt, siehe bei uns auch Thomas Müller, dann muss man halt irgendwann, ja, dann ist es halt so. Dann sitzt der Spieler halt mehr draußen, wie er spielt und dann ist es für ihn vielleicht ein unwürdiges Ende. Alexa halt die Gosch. Aber so ist das dann halt, ne? Aber es kommt ja darauf an, wie er das empfindet. Dass für ihn ein unwürdiges Ende ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Weiß ich auch bei Müller nicht. Vielleicht ist der Müller auch fein damit. Ne? Keine Ahnung. Ja, das Gehalt ist natürlich ein Witz, eine Farce, ne, bei uns. Aber das ist lächerlich. Sowohl von Vereinsseite wie auch von Spielerseite. Also, dass man darauf besteht. Ja, da hätte man freiwillig sagen müssen, pass mal auf, gib mir maximal die Hälfte. Ihr habt ein bisschen Kapital frei für die Nachfolge und ja. Was ist deine Meinung zum Bayern-Heidenheim-Spiel? Was soll ich denn da jetzt für eine Meinung noch haben? Kannst dir gerne auf meinem YouTube-Kanal die Spielanalyse angucken, da hörst du meine Meinung. Ja, wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen zu Marco Reus. Bin ich nicht drin. Die hört immer mit, die hört alles, GB. Die weiß auch, dass du noch flitzen musst. Für seine Pferdezucht, naja. So, Leute, das war's. Ich habe euch die Statistiken rausgehauen. Die letzte Heimniederlage ist 3 Jahre her. Hoffen wir, dass keine weitere dazukommt am Mittwoch. Letzte Niederlage gegen Arsenal zu Hause ist 11 Jahre her. Mein Bauchgefühl sagt nicht so gut. Ich hoffe natürlich das Gegenteil. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ne? Viel Spaß am Mittwoch natürlich. Und wir gucken mal. Je nachdem, wie katastrophal oder nicht katastrophal das Spiel wird, vielleicht mache ich am Wochenende mal so einen kurzen Stream dann. Weiß ich aber nicht. Kann ich nicht versprechen, ansonsten halt Montag. Ne? Denke, das passt auch. Dann genießen wir halt den Erfolg oder suchen uns in der Schmach bis nächsten Montag. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüssi.